Ja, genau, rede geboren ist er. Hey. Ja, hey. Ja, du bist mit einem Mikrofon auf die Welt gekommen. Ja, sicher. Ja. Sie meinen, Alles hallo? Mutti. Vielleicht hat sie wegen dem immer Stimmen gehört, wo sie mit mir schwanger war. Ja, oder so. Gott. Oh Mann. Fängt schon wieder super an. Damit Jawohl. herzlich willkommen. Grüezi wohl. Grüezi. Zu der 25. Episode vom Brotkasten. Ey. Yes. 25 Brösmeli haben wir gemacht. Ey. 25 Brösweli. 25 Brösmeli. Finde ich coole. Sagt man dem Anekdoten? Nein, Anekdote ist was anderes. Vergleich. Weiß auch nicht. Ich Es weiß ist es auch einfach nicht. cool. Ja, es ist super. Es ist einfach cool. Ist super. Gut. Haben wir uns einig. Hey, das war schon ein Monat, du. So schlimm. Ja, ich meine, schau meine Frisur an, die sieht heute schon scheiße aus. Das habe ich, jetzt, no front, das habe ich gestern bei der Story, die du gemacht hast, schon gedacht. Die Story für den Livestream, wo gegen das Duell gegen Fight King, habe ich das Ding gesehen und dachte, Alter, das ist ja mehr Haar als Gesicht umeinander. Ja, es ist so schlimm wieder. Hey, das wächst bei mir wie Unkraut, ich sag dir's. Das ist so gut, hey. Ja, weißt du, schon den ganzen Morgen hat es super angefangen. Bin aufgewacht. Und kennst du das? Du willst dann duschen und dann schaust du so ins Badezimmer rein und denkst so, was ist das für ein schwarzer Fleck an der Wand? Hey. Einfach eine riesen Winkelspinne in der Hütte. Jetzt kann ich schon sagen. Irgendwelche Aliens. Nein, das noch nicht. Gut, die Spinnen sehen ein bisschen aus wie Aliens. Ja, darum Je stehen wir nachdem, am Tor ja. so zu Bergen. Ah. So Berge hoch, da will er gehen. Yes, schau. Das ist... Ja. Die Folge dir einfach gar nicht. Nein, nichts. So gut. So, ui. Die machen, was sie wollen. Wenn man einen Comic würde jetzt machen, so Bong. Tatsächlich, ich mag mich erinnern, mein Vater, wenn er aufgewacht ist am Sonntagmorgen, hat er immer so eine... Also die gleiche Frise gehabt wie der... wie hat er auch geheißen? Der Fußballer. Der Beckham. Er hat doch immer so die Also der Iro. Frise gehabt. Ja, genau. Ja. Und irgendwann ist... hat die Großmutter gesagt, du, deine Frisur, siehst du aus wie der Beckham? Da sagt er, ja, der einzige Unterschied ist, ich komme es dann einfach rüber und er zahlt 1000 Stutz für die Frisur. Ja, okay, das ist geil. Das ist so gut. Oh Mann. Ja, das waren das- Dinge. Das Glück habe ich nicht. Wenn ich aufstehe, ist da oben meistens irgendwie so eine Mischung zwischen Iwo Jima und Omaha Beach. So ein Ja. Normandie-Angriff. Alles kreuz und quer. Du, Jack, darf ich dich schnell etwas fragen? Etwas Frag. Technisches. Ja. Wenn du unsere Dinge anschaust, Ja. ist meine recht klein und deine recht gross, der Ausschlag? Oder ist das einfach, weil ich meine sehe? Das habe ich mir das letzte Mal schon gedacht, aber bei mir sieht es einigermaßen okay aus. Macht dir keine Okay. Gedanken. Im schlimmsten Fall Machst du tue ich es DJ? normalisieren, genau. Okay. Habe ich das letzte Mal schon gemacht. Geht Okay. schon. Alles gut. Gut, sonst muss man es einfach sagen. Ja. Genau. Alles gut. Wir möchten ja das Beste bieten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau. Ja, absolut. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich auch. Jetzt haben wir schon so einen schönen Oh, fuck. Abdingsler gehabt. Oh, Genau. Mann. Hey, wirklich. aber... Ja, ich mache einfach mal so. Das, was wir immer wieder sagen, seit wir den Podcast haben und eigentlich immer falsch machen. Erstens mal herzlich willkommen, ich bin der Blackjack, das ist der Ullen nebendran. Und jetzt habe ich es wieder falsch gesagt, weil eigentlich sagt man zuerst der andere und nachher der Esel. Aber ist ja klar. Aha.
Ja, jetzt habe ich ganz schnell mal müssen überlegen. Der Rese kommt immer zum Schluss. Und ja, schön sind ihr da zu unserem Podcast über Film und Serien und eigentlich nicht mehr so viel, aber trotzdem fast jeder Episode Games. Oh ja, für das man darf schon etwas krass machen. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja, Du hast mir mal im Discord darüber geredet. ja. Aber ich bin eben nicht so der Typ, der viele Serien schaut. Das ist ja dein Job. Wow. Ich schaue mehr Filme tatsächlich, meistens. Und tatsächlich hätte ich jetzt einfach hätte ich so in die Serien reingenommen. Ja, Weil, ja, ich habe es gefühlt wie eine Serie. Genau. ja. Nice. Ja. Ja, und, aber- und uns findet ihr eigentlich auf allen gängigen Plattformen. Also, wenn ihr das jetzt gerade auf Spotify hört, oder sagen wir, ihr hört es auf YouTube. Wir wissen, auf YouTube sind die Videos nicht rum. Also, ihr seht unsere Gesichter nicht, ihr hört es nur. Das hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Hauptsächlich damit, dass Spotify das Video selber nicht weiterschickt. Aber vielleicht überlegen wir mal, dass wir halt YouTube selber behandeln oder selber beliefern und dann, ja. Und ja, besucht unser Instagram. Wir haben eine Instagram-Seite. Dort kommen wir jedes Mal mit über, wenn eine neue Folge draußen ist. Oder Genau. vor allem auch, wenn wir vielleicht irgendwie mal eine Folge ausfallen, ist auch schon vorgekommen. Oder sie sich verschiebt oder so. Weil es gibt tatsächlich Leute, die halt, wenn wir nicht am ersten Montag eine raushauen, Ja. haben wir nach 1-2 Tagen kommt eine Nachricht. Also bei gewissen Leuten tatsächlich auch schon nach ein paar Stunden. So, hey, wo bleibt hier Folge? Und ich so, ja, Wo ist Folge? Nächste Woche erst. Richtig. Also eben, ihr bleibt auf diesen Kanälen bleibt ihr eigentlich immer up to date. Genau. Wir probieren auch immer up to date zu bleiben. Von dem her. Genau. Und kommentiert, gebt uns Feedback. Tatsächlich auch Vorschläge, wenn ihr mal irgendetwas habt, wo ihr sagt, hey, jetzt haben wir über das geredet, das passt vielleicht mega gut zu dem Film oder zu dieser Serie oder sogar auch zu dem Game, hau jetzt rein. Oder auch sonstiges Feedback, wenn ihr denkt, hey, zu eurem Podcast würde das und das mal richtig geil passen. Schreibt den Mullen, schreibt mir, schreibt in die Kommentare rein, egal auf welcher von unseren Plattformen. Schickt uns eine Insta-Nachricht. Wir sind da überall offen zugänglich. Genau. Wir sind ja auch froh um Feedbacks und alles. Und eben, wenn ihr Ideen habt, einfach raushauen, das Zeug. Genau. Ja, voll. Genau. Ja. Haben wir reindiven? Mit was fangen wir an? Mit Helldivers? Nein. Mit Helldivers? Das kann ich nicht viel bieten im Moment. Spiele ich zwischendurch Ja. wieder mal so 1-2 Runden. Es ist einfach insane immer noch. Also, ich finde es cool auch, dass sie sich irgendwie treu bleiben und also es zahlt sich aus. Also die haben halt einfach jetzt eine schöne Playerbase, die halt immer wieder ein bisschen auf und wieder ein bisschen runter geht. Und es ist halt einfach wirklich, muss immer noch sagen, das perfekte Spiel für zum Zwischenrein, wenn du nicht gerade weißt was, hast du einfach rein, gehst ein paar Käfer töten und dann gehst du wieder raus. Aber an ihrem Monetarisierungssystem haben sie nichts geändert, oder? Nein, tatsächlich nicht. Du hast hure viele Warbands, die sie jetzt haben. Diese Sachen sind leider auch ein bisschen teurer, aber du kannst ja eigentlich alles in-game, also die Währung, die du in-game hast, die Übercredits, die kannst ja du auch während dem Spielen erreichen. Und ich sage jetzt mal so, wenn du regelmäßig spielst, kannst du eigentlich relativ easy so ein Warband kaufen. Du hast jetzt auch nicht irgendwie Waffen, die jetzt wo musst haben, damit es funktioniert, damit du weiterkommst, weißt, damit du irgendwie gleich aufbleibst.
bringt dir ja, ein bisschen Vorteile, aber ich meine, du kannst dir den Schwierigkeitsgrad selber aussuchen Ja, und ja, alles. ja. Und gut, wobei, ich muss momentan auch sagen, ja, Mittwoch habe ich mit zwei Kollegen gespielt und dann haben wir gesagt, komm, wir spielen ein bisschen easy, so Stufe 3. Es geht, glaube ich, momentan geht's 10. Und die haben irgendwie ein neues Update rausgelassen. Und meistens bei so Updates kommen so kleine Events. Und jetzt sind wir auf dem Level 3 gewesen und hey, die Viecher sind uns einfach nur noch um die Ohren gesäckelt. Weil sie irgendwie bei allen Käfern irgendwie den Speed-Buff aufgetan haben und die sind jetzt einfach fast doppelt und dreimal so schnell. Plötzlich hörst du wieder vom Hinterkollegen, wieso ist das hier schon wieder so? So gut. Aber eben, es macht immer noch Spaß. Ja, Genau. ich meine, ich habe am Anfang habe ich müssen sagen, hey, ja, ist okay, so Mhm. mit der Monetarisierung, was ich mache. Ja. Aber ich muss sagen, mittlerweile, es ist genau so rausgekommen, wenn ich eigentlich gehofft habe, dass es nicht rauskommt. Immer mehr und mehr und mehr. Ja. Zeitweise ist es gefühlt, jede Woche oder alle 2 Wochen, lass jeden Monat sein, ist irgendeine neue Warband rausgekommen, wo wieder 10 Ja. Stutz hättest müssen ausgeben, wenn du hättest wollen oder hättest müssen recht Zeit halt investieren, um all die Credits und so zu sammeln. Genau. Da habe ich irgendwann müssen sagen, hey, ist ja schon okay, wenn ihr Geld verdienen Mhm. müsst. Aber Ja, come on. es ist schon ein bisschen schwierig. Also, es gibt auch Sachen, es gibt jetzt so irgend so einen Überstore. Ich glaube, der hat es von Anfang an gegeben, da habe ich einfach nie mehr reingeschaut. Und dort, ich glaube, alle Wochen tut es wieder wechseln. Und dann kennst du solche Ja. Sachen, wo im so einem kompletten Warband drin hast, kannst du, glaube ich, separat wirklich dann kaufen, so wie Ausrüstung und sonst Zeug. Ja. Und ja, also sie machen es nicht schlecht und eben, ich meine, wenn jetzt, glaube High-End diven, dann brauchst du das Zeug eigentlich alles nicht. Das ist Ja. meine Meinung. Aber ja, es ist so ein bisschen eine Gratwanderung und ich muss sagen, weil es gibt verdammt viel Zeug, das einfach geil aussieht und denkst so, wo ist ja nur 10 Stutz, aber gleich. Aber ist auf dieser Art und Weise eine Monetarisierung, die ich dann für mich wieder sagen kann, oder halt einfach so einen Service anbieten, den viele falsch machen. So Ja. unter dem Motto, du kannst Spiele spielen, auch ohne dass du das kaufst, aber wenn es dir gefällt, take it. Ja, absolut. Nimm's. Also, Aber es ich ist verstehe, nur, was du meinst. aber mit der Monetarisierung an sich, dass sie so Warbands haben, habe ich nicht ein riesen Problem. Es Mhm. ist die Masse, Ja, die sie haben. ja. Weißt du, das ist irgendwie. Und die Zugänglichkeit, ich meine, ja, okay, es stimmt schon, du kannst dir alles eigentlich in-game erarbeiten, aber ich habe es ja auch eine Weile gespielt. Und da müssen sagen, ja, wenn du wirklich einfach auch all das Zeug haben willst, Ja, da musst du schon recht Zeit dann spielst du investieren. keine anderen Spiele mehr. Nein, Dann hockst du an und spielst Helldivers. du bist Und für zwar, Demokratie. ja, das ist auch okay. Aber dann spielst du Helldivers, aber mit dem Grund, du willst Credits farmen. Und Richtig, ja, nicht richtig. einfach sonst reinballern und da und hier, sondern einfach Ja, Credits farmen, damit du dir das Zeug genau, freischalten willst. genau. Oder kannst, ja. Hey, ja, irgendwann schaue ich vielleicht auch wieder mal drin, aber ich weiß auch nicht, ich bin so komplett von solchen Shooter eigentlich weggekommen. Ja, Das macht mir im Moment, ich meine, ab und zu vielleicht mal so eine gechillte Runde Battlefield oder so, ja, okay, aber ja. Also, sonst, ich weiß auch nicht. ich bin halt von den Shooter weggekommen, eben genauso von Battlefield und so Zeugs, weil die ganzen Player versus Player Geschichten finde ich eben ein bisschen schwierig. Darum spiele ich lieber Helldivers, wo du zusammen gegen einen gemeinsamen Feind Mhm. gehst. Weil bei Battlefield, COD, was auch immer, äh, du musst nur einen guten Abend haben und du kommst nachher in eine Lobby rein, wo einfach irgendwie einen Cheater hast oder sonst irgendetwas. Und das ist der ganze Abend für einen Arsch. Ja, absolut. Ja, Absolut. Ja, ja. Das gut. ist ja so. Wobei Helldivers kannst du auch einen haben, der die ganze Zeit irgendwelche Bomben zünden neben dir und du sagst, Mann. Was es aber auch wieder ein bisschen lustig macht. Ja, aber es ist Genau. schon so. Also ich merke selber auch, ich bin eigentlich nie abgeneigt gewesen, PvP zu machen. Sei Mhm. es in einem WoW gewesen oder EVE Online, Elite Dangerous, you name it, oder eben auch Star Citizen und so. Aber ich merke einfach, ich glaube, das hat wirklich, und ja, es machen immer alle Witz drüber, aber das hat, glaube ich, Mhm. wirklich einfach mit dem Alter zu tun. Dass ich im Moment einfach, also ich habe das Jahr
so viel MMO gespielt bis jetzt und muss sagen, ey, es ist seit langem wieder mal die gemütlichste, gechillteste Gaming-Zeit gsi, die ich hatte bis jetzt. Es ist Mhm. einfach, du kannst anhocken, loggst dich ein. Ja, du kannst dich im WoW auch und wir haben uns in den letzten paar Wochen ein paar Mal über irgendwelche Randoms aufgeregt, wo einfach, Ja, aber. ja, reden wir nicht drüber, sonst komme ich gar nicht in den Kopf über. Aber ich kann mich einloggen, ich kann coole Sachen machen, die mir Spass machen und ich muss mich nicht immer damit beschäftigen, wo ist es der Nächste, wo ist es der eine, kommt da wieder Ja. jemand. Das habe ich zum Beispiel, auch wenn es mir mega viel Spass gemacht hat und ich habe wirklich auch viele Stunden investiert, Dune Mhm. Awakening, das hat mich immer gestört. Und by the way, für alle, die das PvP immer gestört hat bei Dune Awakening, es ist entfernt. Sie haben eins rausgenommen. Ich habe so gut wie alles. Uff, Sie haben okay. auf die Community geschaut, haben gesehen, Mhm. hey, 80% von unserer Playerbase spielt kein PvP. Ja, Und du bist ja nicht gezwungen worden, ja, theoretisch. ja. Du hast im Hauptbereich hast du PvP-Gebiet gehabt. Mhm. Und in der grossen Wüste, das grosse Ding, wo du die besten Sachen bekommst, die war ja unterteilt in PvP-Bereich und PvE-Bereich. Und dann haben sie halt einfach gesehen, ja, 80% der Leute beteiligen sich gar nicht irgendwo durch an einem PvP. Und dann haben sie gesagt, gut, nächster Schritt, nächste Entscheidung, PvP Raus. im Hauptbereich ist komplett entfernt. Mhm. Früher war das immer so bei diesen speziellen Schiffen. Dort war PvP-Zone, ist nicht mehr, ist jetzt alles PvE. In der grossen Wüste kannst du auswählen, entweder kommst du in eine PvP-Instanz oder in eine PvE-Instanz von dieser Wüste. Okay. Und wenn du nur PvE willst, dann gehst du in die PvE-Instanz von der grossen Wüste, machst deinen Shit, hast deinen Frieden, völlig okay. Und das finde ich wirklich eine ganz geile Änderung und ich werde definitiv, spätestens wenn sie jetzt Dedicated Server, das kommt ja auch noch, du kannst auch die eigenen Server hosten mit sogar auch deinen eigenen Einstellungen und so. Wenn du Mhm. willst, PvP haben, dann kannst du PvP überall einschalten oder wenn nicht, dann halt nicht. Finde ich aber auch gut. Ja, voll. Also da bin ich wirklich gespannt. Da werde ich sicher nächstens mal wieder reinschauen, wenn sie da ein bisschen Updates gebracht haben. Dann bist du wieder dünne. Da bin ich wieder drinnen, ja. Da kann ich wieder Sand aus meinem Arsch Oh Gott. kratzeln. Kratzt wieder überall. Geil. Geil. It gets everywhere. Ja, genau. Hey, aber ich verstehe richtig, was du damit sagen willst. Also so ein PvP. Gut, tatsächlich, ich habe Dings angefangen, was mich mega interessiert hat. Pokémon hat ja ein separates Spiel rausgebracht, das eigentlich nur fürs Kämpfen ist. Was Okay. ich eigentlich mega cool finde, eine mega gute Idee. Du hast, das ist es ist eine Gratis-App, die momentan nur auf der Switch zur Verfügung steht. Es wird aber auch mal irgendwann auf Handy kommen. Es gibt auch Ingame-Käufe, aber die bringen dir an und für sich keinen Vorteil. Okay. Also ja, er hat einfach bisschen Schnelligkeit, aber grundsätzlich ist es in diesem Spiel wirklich so, wenn du keine Ahnung hast von Pokémon, ähm, ja, dann bringen dir auch die zusätzlichen Franken, die du investierst, bringen dir nichts. Und ich finde das System, das sie haben, finde ich cool. Es bringt ein bisschen die ins PvP rein, die gar keine PvP-Erfahrung haben im Pokémon. Und tatsächlich hast aber auch du nachher dann die Abspaltung, wo du die hast, die relativ gut sind. Weil es gibt ein Ranking-System, wo drin hast und wenn du Ranked spielen kommst du eigentlich wie so eine... Am Anfang hat es sich natürlich ein bisschen stabilisieren. Du hast irgendwie so Rangwufen, kommst so Pokéball, Superball, Hyperball, Meisterball und Champions. Und jetzt gibt es noch, glaube ich, noch die Top 300, wo kannst du erreichen. Ich dümpel nehmen bis zum Superball rum, weil ich immer auf das Fressen bekomme. Genau, aber ich finde es eigentlich noch cool, weil jeder kann dort so kleine Erfahrungen machen. Und dort Mhm. finde ich es eigentlich noch gut gelöst. Und eben, du lernst dann halt so ein bisschen, wie tust du deine Pokémon so ein bisschen zusammenstellen, damit es perfekt läuft. Und das ist eigentlich etwas, das finde ich noch okay.
aber auch das kann auch mega stressig sein. Also ich spiele es nur gelegentlich, aber es macht eigentlich schon gleich noch Bock. Mhm. Und manchmal hast du halt einfach Pech und triffst eine Attacke irgendwie 4-mal hintereinander nicht. Ja. Das erinnert mich gerade daran. Diesen Monat habe ich mir wieder mal Hearthstone abgeladen. Oh Gott. Ja. Ja, ich habe es wieder deinstalliert jetzt. Weil ich mich einfach aufgeregt habe über die anderen Spieler. Ich habe natürlich dann auch, ich habe gedacht, ja, ich gehe wieder mal. Ich habe früher, was rausgekommen ist, habe ich wirklich gegen Spieler gespielt dort, habe im Ranked gemacht und so. Ja. Und ich dachte, hey, ich schaue wieder mal rein. Erstens bin ich heillos überfordert gewesen mit all diesen Karten und all dem, was es so viel gibt. Ich dachte, Ja. bin im Internet nachschauen, ist nicht besser geworden. Nein. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt hier irgendetwas zusammengestellt, das wird sicher funktionieren. Habe ich einfach Spielen gottlos auf die Fresse bekommen. Die ganze Zeit. Dann bin ich mal wirklich erst ein bisschen nachschauen. Und da habe ich sagen, okay, nein, also wenn das Spiel nur noch darauf rausläuft, dass du Metabuilds gehst suchen und dann eigentlich nur noch das spielst. Und ich habe die dann nachher erkannt. Ich habe gesehen, okay, der Gegner, der Metabuild gehabt, der Gegner, der Metabuild gehabt. Ey, Da aber muss ich sagen, hey. Das ist aber wirklich überall das Gleiche, auch bei dem Pokémon Championship, wo du jetzt da hast. Ja, dort auch. Du siehst am Anfang siehst du einfach die Pokémon, die der Gegner hat. Du siehst, was für Items das er hat oder sonst irgendetwas. Ich habe mich zum Beispiel extra dagegen entschieden, 2 oder 3 Pokémon in meinem Team zu haben, wo ich genau weiss, die sind so auf Platz 1. Das ist zum Beispiel ein Glurak, da gibt es noch irgendein Fuegro und sonst noch eins. Und ich schaue die Gegner an und weiss genau, da muss ich gar nicht erst antreten. Da komme ich schon auf die Fresse über. Weil die so overpowered sind und so, es macht einfach keinen Bock. Mhm. Weil ich habe meine Idee gefunden, ich habe das jetzt ein bisschen ausgebessert und es funktioniert auch teilweise. Und das ist der einzige Ehrgeiz, den ich habe. Ich will die Viecher nicht brauchen und ich will eigentlich genau ein Team bilden, das das aushebelt. Mhm. Das ist das Einzige, wo ich irgendwie die Idee dahinter habe, die mich reizt. Weil wirklich jetzt irgendjemand nachher hingehen, das professionell zu spielen. Das ist, Ja. eben, du siehst solche Viecher, du weißt genau, wenn die drin sind, kannst du wieder aufhören. Es ist schade. Ja. Tatsächlich habe ich aber eine hure geile Taktik gehabt. Ich habe Magic installiert und das Trading Card Game auch. Mhm. Und habe dort auch ich habe einfach mal so ein bisschen Karten angeschaut. Weil du kannst ja die auch so ein bisschen sammeln. Und nachher, ich bin meistens immer Wald. Und da habe ich eine Kartenkombo gefunden. Und dort habe ich Viecher, wo jedes Mal, wenn du einen Waldmana leist, werden ihre Angriffs- und Verteidigungszahlen verdoppelt. Okay. Ich habe dann noch eine andere Karte, wenn du dort noch einen gewissen Betrag zahlst, kannst du die Punkte nochmal verdoppeln. What? Ja, und ich habe irgendeinem Kollegen ein Bild geschickt, wo ich ein Viech habe, das über 900 Angriff und 900 Verteidigung hatte. What? Und ich habe mir gedacht, jetzt ist irgendjemand so, ich habe das nachher dann auch so ein bisschen gegen Spieler gespielt und dann dachte ich, jetzt hockt irgendjemand so ein kleiner Bub, der frisch mit Magic angefangen hat und wird einfach so richtig vernichtet. Ich habe weggeräumt. Mami, der hat 900 Angriff. Ja. Ich kann nicht mehr machen. Ja, wirklich. Ja. Also von dem her, so eine Art von Trolling finde ich irgendwie noch witzig. Ja, Genau. ja, also das hat jetzt für mich nicht mit Trolling zu tun. Ja, So wirklich. Aber ja, ich weiß, was du meinst. genau. Ja, aber es ist wirklich auch in vielen anderen Spielen, du tust eigentlich wirklich nur noch drauf spielen, egal jetzt ob Hearthstone oder sonst, dass du halt einfach die eine Karte in die Finger bekommst und mit dieser Gunst dann eigentlich mehr oder weniger. Ja. Idee ist, was Idee ist. Ja. Nein, ich habe es wieder deinstalliert. Ich Ja. habe für mich entschieden, das ist nicht mehr für mich so Sachen. Ja, vor allem es ist schon auch, wie du sagst, es ist ein mega Zeitfresser. Weil Oh ja, absolut. du schaffst, also respektive, du baust dir etwas auf und wenn du das hast,
vor allem wenn du nicht am Anfang dabei bist, du hast hure schwer, hure Mühe zum reinkommen. Eben, Ja, tausende neue Karten, tausende neue Sachen. Nachdem hast du dir etwas parat gemacht und du bist so ein bisschen mal drin, fährst ein bisschen und dann kommt schon die nächste Season, schon mit neuen Karten. Und alles, was du dir eigentlich aufgebaut hast, ist schon wieder Tschüss. ja, absolut. Aber ich weiss, ich habe damals zum Beispiel immer Magier gespielt mit so Mhm. Feuersachen und so. Ja. Ähm, und ich habe gesehen, ich hatte den Bild noch gehabt, Mhm. habe den gespielt, habe dann irgendwie so nach 3, 4 Runden gemerkt, okay, ich habe den alle so und so gespielt, Ja. habe das probiert, hat einfach nicht mehr funktioniert. Das Ja. Chance können vergessen, was das ich tue. Ich Ja. meine, ja, es ist einige Jahre her natürlich, Mhm. aber nichtsdestotrotz hat ich, ja, also ich muss einfach von Ähm, Null anfangen, ja. basically. Und da habe ich einfach irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Ich dachte, ja, mal bei Ja, dir bin das ich, ist schon. bin ich raus. Ja. Genau. Ähm, Hey, wir haben wieder eine halbe Stunde über Games geschnurrt. ja, ich wollte es gerade auch sagen. Ich habe es gerade auf die Uhr geschaut und dachte, nicht so, wie wir gedacht haben, aber völlig okay. Soll ich gerade mein Ding nehmen für den Übergang für die Serien? Wenn wir mit der Serie anfangen, also warte mal schauen, was habe ich da eigentlich für viel? Ich habe 2, 3, 4, 5, 6, 7 Serien. Ich hab gemeint, das sind weniger und habe vorhin die Liste durchgeschaut und habe gedacht, oh, Ups. ich habe ja noch ein paar Tage frei gehabt, stimmt. Aha. Ja, schnell. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme. Ich siehst, dafür habe ich dort nur 3. Okay, dafür habe ich ja 2 Serien und eine, also etwas, was ich als Serie tue, Ja, ja. abstempeln. Aber bevor wir in das überhaupt reinstarten, das Wichtigste haben wir vergessen. Kommentar. Ja, gerade, der Kandidat hat 1000 Punkte. Es sind Geil. tatsächlich ein paar Kommentare reingekommen wieder. Ähm, ich nehme mal, ich packe mal den aus, der einen halben Roman geschrieben hat zuerst. Und zwar, as usual, ist das der liebe Parzenschmarzen gsi, der Parzival. Und zwar hat er geschrieben, auf unsere letzte Folge. Er bedankt sich für die tolle Episode und die ausführliche Beantwortung von seinem Kommentar, von seinem vorherigen Kommentar. Wo ich mich noch 100% mag daran erinnere. Ich auch nicht, aber es ist irgendwie auch um die Serie und Film gegangen, so Gods of Egypt, Percy Jackson, wegen den Büchern und so. Ah ja, stimmt. Der Harry Peter und so. Der Harry Peter, genau. Ähm, er hat die Episode toll gefunden, weil es sehr viele Serien und Filme dabei hatte, die er noch gar nicht gesehen hat. Mhm. Ein paar hat er zwar gesehen oder kennt, und es ist recht, er findet es recht unterhaltsam und recht lustig, wie unterschiedlich die Meinungen sind teilweise zu Serien und Filmen. Also zu Ja, denen. ja. Er hat auch eine Frage gestellt. Und zwar, also ich zitiere es. Meine Frage an die Hosts. Wann stellt sich beim Blackjack Tiro Fatigue ein? Also wenn du sagst, hey, langsam habe ich es gesehen von den Superbuben, weil ihm geht es nämlich so. Und ich muss sagen, ja, ich verstehe es. Und vor allem was Marvel angeht, tatsächlich bin ich recht gesättigt, muss ich halt ganz ehrlich sagen, weil die Mhm. haben so viel rausgehauen und leider Gottes halt auch sehr viel qualitativ in Frage stellendes, also fragwürdig. So, ja, aber für mich ist das halt, ich bin halt gross geworden mit Batman, Superman. Das ist neben Michael Knight von Knight Rider und so, ich sag mal, das ist mein heiliger Triumvirat. Batman, Superman, Michael Knight. Ganz ehrlich. Das sind meine 3.
Ich mag mich einfach nur noch an die hure 90er-Serie erinnern von Batman und Superman. Wo sie, weißt du, so die ganz Ja, kantigen Gesichter hatten ja. und so. Ich, Hey, das. ich halt doch noch auch an die vorherigen. Ja, Und vor allem halt auch an die Filme, ja. an die Realfilme, halt das auch noch. Ähm, und also vor allem Superman, das wird für mich nie langweilig. Weil je älter sie werden, desto mehr, muss ich sagen, könnte man sich von dieser Einstellung und so eine Scheibe abschneiden. Ich finde immer noch, und das klingt jetzt vielleicht mega dumm für die meisten, ganz ehrlich, aber ich finde immer noch, wenn man sich mal mit dem Superman, mit seiner Geschichte oder mit seinen Geschichten, mit den Stories, sei es Film, Serien, whatever, beschäftigt, zieht sich durch alles eigentlich immer ein Faden durch. Ich meine, man hat es beim Henry Cavill-Film, das ist, glaube ich, Superman vs. Batman gsi, der zweite, wo er ja den Sod hat müssen, oder ist es im ersten gsi? Ich glaube, im Jetzt bin ersten ich gar nicht Superman mehr so- kämpfte gegen Ja, Sod. beim ersten Superman, wo er nachher den Sod hat müssen umbringen. Ja. Der Sod hat ja mit seinem Laserblick ist er kurz davor gewesen, eine Familie auszulöschen. Mhm. Und ich komme gerade Gänsehaut über, wenn ich über die Szene rede, weil die Verursachen, egal wann ich sie schaue, das gibt mir einfach immer den Chills. Du merkst in dieser Serie, und dort muss ich sagen, Henry Cavill ist immer noch, der wird für mich sehr lang einfach der Superman bleiben. Du merkst, wenn das der Superman beschäftigt, weil er merkt, er hat keine andere Wahl, als etwas zu machen, was er sich geschworen hat, nie zu machen. Und zwar Yep. töten. Egal, ob das ein Gegner von ihm ist, egal wer, wie, wo. Das ist sein, ich nenne es mal Credo. Aber er hat keine andere Wahl. Wenn er die Familie retten will, muss er den Sod töten. Mhm. Und das ist für mich so ein Key-Moment in der ganzen Geschichte von allem, was Superman bis jetzt gezeigt hat. Und ich muss sagen, weißt, wenn Leute einfach, und das ist jetzt der Punkt, und ich sage, das klingt mega dumm, wenn Leute mehr nach einem Gewissen von einem Superman würden leben, so lasst die Leute leben, wie sie sind. Es ist völlig scheißegal, wie sie aussehen, wie sie sind, wie sie reden. Tu den Leuten nichts Böses. Mhm. Bist einfach nett. Ja, wenn einer zu dir ein Arschloch ist, bleib einfach nett. Weil es ist dir nicht geholfen, Ja, wenn du das dich bringt jetzt dir aufregst. nichts. Das bringt dir Genau. nichts, ja. Einfach so, dass das Ganze für das Gute stehen, was er tut, das hat für mich schon als kleiner Bub immer ausgemacht. Und das wird Mhm. sich, glaube ich, einfach auch nie ändern. Darum, Hero Fatigue ja, aber nur bis zu einem gewissen Maß bei mir tatsächlich. Ich finde das spannend, das Thema, das du dort ansprichst. Weil der Batman hat ja eigentlich die gleichen Regeln. Mhm. Niemand töten. Mhm. Respektive der Einzige, der das immer wieder will, dass er die Regeln bricht, ist ja der Joker. Und tatsächlich in einem Film schafft er es ja mehr oder weniger. Dass er halt eben auch sagt, das steht dann, glaube ich, der Sohn vom Commissioner Gordon tut retten, indem was der Harvey Dent Ja. dann schon der Two-Face eigentlich über eine Klippe abschöpft, mehr oder weniger, also schöpft. Genau. Aber eben, das sind dann irgendwelche eigentlich so Entscheidungen, oder das ist ja eben genau das, was dir dann irgendwie auch wieder interessant macht zum Schauen. Mhm. Weil wenn er immer nur der Good Guy ist, dann sagst du, ja, okay, du, ehrlich gesagt, mich regt das dann irgendwann schon auf und sage, Alter, manchmal kannst du vielleicht nicht anders. Genau Ja. so ein Moment, ja. Absolut. Das ist ein perfektes Beispiel, das wir aktuell haben. Ich habe die Serie leider noch nicht geschaut. Invincible ist genau gleich. Ich habe die neue Staffel leider noch nicht geschaut. Ich habe gehofft, wir können darüber reden heute. Okay, in dem Fall nicht. Okay. Ey, Mach's es tut mir leid. Es tut mir Alles leid. gut, alles gut. Vor allem habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die jetzt schon fertig ist.
Oh, ich habe jede Woche geschaut. Wie weit sind es? Wie weit sind Nein, nur eine Woche, Scheiße. nur 2 Wochen, noch eine Woche. Alles Okay. gut, alles gut. Weil er ist eigentlich ja in den ersten 3, das ist jetzt die 4. Staffel, die draussen ist, gell? Die 4. und die letzte, glaube ich. Nein, scheiße, das ist bei den Boys. Ja, ich Sorry. sage, Invincible sind schon viel mehr. Ich meine, es sind erst 4. Oder nicht? Habe ich das falsch im Kopf? Ah nein, stimmt. Ja, nein, es sind 4. Bei der Rookie Genau. sind es mehr. Stimmt. Ja, Ja. sorry, jetzt my bad. Nein, Das aber geht durcheinander. er hat irgendwie genau das gleiche Thema, wo er irgendwann dann auch völlig am Übergehen ist und sagt, ja, ich kann nicht anders. Oh Gott, dann schau die neu. Ja. Ja. Äh, Ja. ja, viel zum Nachholen bei Serien, merke ich. Ja. Das ist tatsächlich nur ein Teil vom Kommentar. Es geht noch weiter. Entschuldigung. Ja. Sorry, Party für ja. Weil er hat nämlich auch noch eine Frage an dich. Wenn Silmarillion, wenn. Das ist, das ist wie wenn ich dir müsste sagen, hey, es gibt Pizza, try it. Try it. Ja, genau. Hey, also tatsächlich, ich wollte jetzt nicht foreshadowen, aber ich bin momentan echt ein bisschen auf einer Suche. Aber ich tue dann nachher dann noch weiter darüber diskutieren. Also ich bin bis mir momentan schon ein bisschen am Liebäugeln mit. Ja. Aber zuerst mal der erste Teil vom Stiefenkönig fertig lesen von der dunklen Turm. Das Buch macht mich auch irgendwie kaputt. Ja, die Geschichte mache ich dann allgemein kaputt, Ja. wenn es muss sein. Schon so. Ja. Ja, nachher schreibt er noch, wir haben ja das letzte Mal erwähnt, von wegen, dass man vielleicht mal so eine Spezialfolge macht, wegen mit Games, vielleicht auch mit Gästen und so. Und ganz unterschwellig hat der Party so überschieben lassen, so, ja, vielleicht, was weißt du, ich weiß ja nicht, aber er freut sich über jeden Gast, aber vielleicht wäre ich so. Er hat geschrieben, mit über 550 Games in der Steam-Bibliothek. Eingestellt. Bist du am Steam starten? Ja, sehe ich jetzt das schon wieder? Ja, du musst einfach auf die Bibliothek da, und dann ja. siehst du es oben. Ja, 517. Und 811 DLCs. Ist okay. Wo hast du das gesehen? Musst auf dein Profil. Aha. Und fast 800 physische Games. Und ja, ich habe seine Fotos schon gesehen. Das ist wirklich crazy. In der Sammlung haben die ein paar Games, um darüber zu reden, aber ich freue mich über jeden Gast. Ich glaube, der Party würde es einfach so überrollen mit einer Masse von Games, wo wir so sagen, ja, habe ich sicher auch schon gehört, ja. Ja. Ich glaube, der hat schon ein paar Perlen daheim, wo uns auch irgendwie so Absolut, ja. auf 5 oder 7 oder was auch immer vom Alter her wird zurückstoßen. Tatsächlich. Kuss an die 2 bärtigsten Hosts aus der Schweiz. Wir lieben euch. Bis bald. Der Partywahl, AK Romaniwahl, AK bald Sterbiwahl, Sterbiwahl, AK bald 60-Wahl. PS, dass der Name so vielfältig ist wirklich mega. Lol. Das ist eine geile Wahl. Das ist eine geile Wahl. Ja, ich muss mal schauen. Weil das letzte Mal, als ich bei ihm im Stream war, war er auf dem 59er. Gewesen. Ja. Und er hat eine Nahtoderfahrung gemacht. Wegen einer Quest. Schon wieder. Ja, nein, weil die Quest ist eigentlich so ausgelegt, gewesen, dass du in dieser Quest stirbst. Damit nachher dann irgendwie mit Geist kannst Oh. Und irgendwie hat er am Schluss dann, hat er irgendwie etwas müssen fressen und hat er irgendwie so 2% HP gehabt und alle so. Das haben sie extra umgemoddet. Irgendwie für das. Schade. Ich habe mir auch gedacht, weißt du, jetzt muss nur einer kommen, so zack und fertig. Ja, wirklich, ey. Oh Mann, das habe ich verpasst. Ich schaue eigentlich sehr oft, wenn er um WoW-Spielen ist. Also ziemlich Hardcore-Run. Schaue ich sehr oft zu. Aber den habe ich versichert in dem Fall. Habe ich nicht mitbekommen. Aber ja.
Ich hoffe immer noch, er stirbt, bevor er 60 wird. Oh, es wird langsam ein bisschen knapp, glaube ich, aber Du, ich habe noch das will letzte Mal in sein. seinem Stream geschrieben, wenn er so weitermacht, braucht er noch 2-3 Monate. Wenn er immer Mobs killt, die 10 Level unter sich sind, ist, Ja. kann er nicht, kommst du nicht viel XP über. Nein. Hey, nur viel Liebe für den Party. Er weiss, Yes. das ist nur ein bisschen gestichelt. Aber das ist voll okay. Yes. Hey, Spotify. Haben wir Ja. das bekommen tatsächlich? Genau, vom Tliabo zum Beispiel. Mhm. Die letzten paar Folgen, die er gelost hat, die sind, gibt es so viel, was er gerne würde sagen oder einfach gerne würde mitreden. Macht weiter so. Hey, machen wir sehr gerne. Tliabo, einfach mal so, mach jetzt so eine schnell ein bisschen Fremdwerbung für einen anderen Podcast, den ich auch immer wieder gerne lasse. Chat Happens vom Pletsch und vom Troy. Habe ich die letzten 2 Folgen habe ich auch gehört. Ich habe mir Notizen gemacht, sogar, wo ich im Stall gestanden bin. Okay. Weil es so genickelt hat, dass ich dort irgendwie mitreden wollte. Und nachher habe ich ihnen einen, glaube sind es 3 A4 Seiten Text geschrieben. The hell? Ja. Und dann hat er gesagt, Wow. hat er nachher ein PDF daraus gemacht, hat das im Discord geschickt und hat gesagt, da hat er sich selber schuld, wenn er mich die ganze Zeit so triggert mit so Scheiß. Oh gut. 3 Jahre 4 Seiten. Entweder 3 oder 2. Aber ich habe es cool Holy. gefunden, ja. Holy. Hat aber auch sehr viele geile Themen drin, wo ich auch müssen sagen, hey, das hat mich auch mega interessiert. Tatsächlich. Ja. Absolut. Genau, aber Liabo, merci vielmals, wir machen gerne so weiter. Hey, und aber so von wegen mitreden oder so, aber schreibt in die Kommentare, schreibt Mhm. eure Gedanken in die Kommentare rein oder eben schickt es Mullen oder an mir oder auf Insta, wie auch immer. Uns interessiert das tatsächlich halt selber auch, was ihr dazu denkt. Und vielleicht kommen wir selber auch einen anderen Blickwinkel auf gewisse Sachen über oder findet irgendetwas anderes noch durch das, who knows, ja. Dann der Jay-Z Varo hat auch noch einen Kommentar hinterlassen in der letzten Folge. Und zwar, ich zitiere, Sali und danke, ich das wörtlich zitiere, Entschuldigung. Salü und danke für die Erfolg. Und ja, endlich wieder mal etwas zu hören im Gym. Geil. Geil. Ich finde super, dass er nicht mehr über Games reden aber gleich über Games redet. Top. Als Dude zum über Games reden, kommt mir spontan der Parzival, aka Talkival, aka Labrival, aka Podcastival in den Sinn. Let's go, weiter so, Jungs. Also Ja. ich glaube, wir werden da gezwungen, ja. Okay, Ja. ist gut. Ich muss mir nämlich noch denken, irgendjemand hat doch mir letztens gesagt, hey, frag doch den Parzival. Und wahrscheinlich ist es genau der Wahrscheinlich war es Comment Fahrer, gewesen. ja. Ja. I guess. Ja, und dann haben wir noch den René, der Höhlenmensch. Der Höhlenmensch René, hey, der René ist auch dabei. Genau. Zum Thema Lucky Luke. Der Jack hat ja das Stichwort, glaube ich, kurz erwähnt. Die beste Realserie zu Lucky Luke ist einfach der mit dem Terence Hill. Allein schon das uralte geile Intro. Kopf. Ausrufezeichen. Ultra geile Intro. Kopf. Was Aber habe ja, ich gesagt? alt ist es auch. Alt ist es auch, ja. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich brauche von ernsthaftem Brüllen. Das, ja, du bist auch nicht jünger, gell? Nein. Definitiv macht es mir ein bisschen Angst. Ach komm, völlig egal. Nein, nur, dass ich nicht mehr so gut sehe, das macht mir Angst. Das Alter ist mir egal. Ach so, für das gibt es Brüllen. Also Realserie, es sind einfach mehrere Filme, die es ja von Terence Hill als Lucky Luke gibt, ja. Aber absolut drin, ja. Das ist für mich auch, also, aber wenn ich das letzte Mal gesagt habe, ich bin mit den Comics aufgewachsen. Meine Gotte hat keine Ahnung, wie viele von diesen Comics gehabt. Und darum, das ist einfach die Serie, die ich das letzte Mal erwähnt habe, das ist halt einfach so ein bisschen, ja, das ist nicht der Lucky Luke.
Genau. Darf ich zu der Frage von Renegade eine Frage stellen? Vielleicht nicht nur an dich, sondern auch an die, die zulassen. Ja, natürlich. Der Terence Hill, was ist besser? Lucky Luke oder Nobody? Oh, interessant, weil... Oh, es ist verdammt schwierig, weil die so viele Überschneidungen haben. Ja. Es ist Es halt ist auch- schon krass. Es ist krass, wenn du einem nicht sagst, was für ein Film das ist und du schiebst Nobody einfach zwischen zwei Lucky Luke-Filmen rein. Für jemanden, der das noch nie gesehen hat oder so, ist es sehr schwierig herauszufinden, was ein Lucky Luke ist und was nicht. Jetzt mal abgesehen davon, wenn sie ihn beim Namen nennen oder so. Weißt? Genau. Aber, boah. Hey, ich muss da einfach auf mich 10-jährige Blackjack hören und sagen, Lucky Luke. Ich bin andersrum, ich bin für Nobody. Ich weiß auch Aber- wieso, wahrscheinlich. Und ich gebe dir völlig recht, aber da muss ich einfach mein inneres Kind besänftigen Ja. und sagen, Lucky Luke. Kein Problem, kein Problem. Tatsächlich muss ich auch sagen, ja, Nobody viel mehr gesehen wie die Lucky Luke Filme tatsächlich. Sie sind ja mehr im Fernsehen gekommen. Ja. Lucky Luke ist nicht so viel im Nein. Fernsehen gekommen, habe ich das Mhm. Gefühl gehabt. Mehr hat man Nobody und so gesehen. Ja. Absolut. Ich glaube, da muss ich mir auch wieder mal geben. Ja. Oh je, da wären wir wieder Das bei ist ja den so. bei den Western. Ja, Geil. Genau. Wir Yes. haben noch einen Kommentar bekommen auf eine ältere Folge. Und zwar vom Simple auf die Folge 21, wo wir, ich glaube, die erste das Jahr war, wo wir das erste Mal mit Kamera, weil sie heisst einfach jetzt mit Gesicht. Die Folge hat er 11 von 10 gefunden, das ist schon mal ganz geil, danke vielmals. Und er findet den Videopodcast tatsächlich besser, da man unsere Reaktionen kann eher mitbekommen, mitfühlen und so. Ja. Und simpel, absolut stimme ich dir zu 100% zu. Wenn ich so ein bisschen unsere letzten paar Folgen und so geschaut habe, aber du siehst unsere Reaktionen. Das haben wir in den letzten 2 Jahren immer wieder mal so gehabt, dass wenn der Ullen irgendeine Grimasse gezogen hat oder ich irgendetwas gemacht habe oder wie auch immer. Wir haben davon lachen, wir haben es gesehen voneinander halt. Und dann haben wir es immer irgendwie müssen erwähnen. Ja, er hätte jetzt müssen schauen, was der Ullen gemacht hat. Oder Ja. der Jack hat wieder irgendeine dumme Fritte gezogen oder weiss ich was. Und jetzt mit einem Video kommt das natürlich viel, viel anders über. Absolut. Ja. Darum auch die Überlegung, ob man vielleicht in Zukunft halt YouTube separat noch behandelt und dass wir dort das Video selber auch noch aufhauen. Ja. Genau. Yes. Also du merkst halt, aber eigentlich ist das ja auch beim Streamen so. Ich finde es viel schöner, wenn ich bei jemandem im Stream bin, wenn ich ein Gesicht habe. Ja, absolut. Logisch, ich meine, dass es manchmal Tage gibt, wo der eine sagt, hey Alter, ich will jetzt meine Fritten einfach nicht zeigen. Das ist für mich völlig okay. Ja, voll. Aber es ist automatisch ein bisschen sympathischer, wenn du schon ein Gesicht hast. Ja, ja. Ja, das Genau. stimme ich dir zu. Also ich schaue sehr, 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 sehr selten einen Stream, der keine Kamera hat. Ja, das ist korrekt. Ich eben auch. Und ich weiss, ich mache mich da jetzt vielleicht wieder bei gewissen unbeliebt, aber es ist mir scheißegal. Nein, VTuber sind keine Kamera. Du siehst die richtige Reaktion von Menschen dahinter nicht. Nein. Du hast immer noch irgendeinen Filter oder irgendein das Programm vorne dran. Das ist nicht das Gleiche. Punkt. Ja. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn du. Wir könnten uns ja mal gegenseitig VTuben. dass beim Ullen plötzlich der Jack drinnen ist und beim Jack plötzlich der Ullen. Aber dabei bist gleich du, wo streamt, einfach mit einem Filter von mir. Ja, dann müssen wir die Stimme auch noch klonen und so. Und Hey, oder vielleicht sind wir das ja jetzt gerade am machen. Und wir tun einfach die Leute verwirren. vielleicht sind wir auch gar nicht da. Vielleicht sind wir auch in der Matrix. Vielleicht sind wir auch einfach KI. Oder wir sind
eben, das da ist eine KI und die richtigen sind irgendwann mal einen Schnitzel essen. Oh mein Gott. Schnitzel. Schnitzel. Das werden wir das wirklich mal machen. Ja, voll. Wie Sagen lange wir sagen wir seit schon? 2-3 Monaten. Ja. Anfangsjahr oder das, nein, schon länger. Letztes Jahr. Also, jetzt sind wir 50 Minuten dran. Kommen wir mal zu den richtigen Themen. Ja, ist gut, ja. Wäre ich Ist dafür, okay. Du hast mit Serien anfangen. Ja, hat eigentlich gerade mega gepasst von der Mhm. Serie her, respektive von den Games her, weil ich habe es jetzt so gefeiert wie eine Serie. Ich habe die Mass Effect Trilogie durchgespielt. Das waren 90 Stunden an Spielzeit gewesen. Und ich habe das eigentlich mehr, also du hast natürlich schon gespielt und alles, aber für mich ist das, ich habe das meistens am Sonntag zu Abend gemacht, wie eine Serie geschaut. Okay. Weil du hast dort so viele Interaktionen mit Charakteren, mit Geschichten, mit Lore, mit allem und so. Das ist für mich irgendwie vorgekommen, wie eine Serie schauen. Wo einfach du selber kannst mitbestimmen, was passiert da drin. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, das Spiel ist seit 50 Jahren wieder mal ein Spiel gewesen, wo ich dachte, Alter, d- das ist noch für mich ein Game gewesen. Weißt du? Ja. Endlich wieder mal ein richtiges Gefühl von einem Videospiel, wie ich es als Jugendlicher oder als Kind hatte, finde ich. Mach uns jetzt nicht älter, als wir sind. Nein, wir sind auch nicht älter. Aber es Wir kommt sind mir noch gleich nicht, so vor. wir sind noch nicht 50, ja. Gut. Was kommt mir schon so vor? Ey, aber wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Story ist grossartig, die Mechanik ist auch grossartig, dass du Konsequenzen, die du im Eis gehabt hast, oder respektive Entscheidungen, die du im Eis gemacht hast, hast du eigentlich können mitnehmen bis in den dritten Teil. Mhm. Und Ja, irgendwie das ist zwischendurch hast du krass. so, das ist eine mega coole Mechanik. Es hat eine so geile Lore um die ganzen anderen Viecher drumherum und du lernst immer mehr kennen. Das Wichtige ist, du musst dir halt einfach Zeit lassen und auch Gespräche anhören. Eben darum, und Cutscenes schauen und alles. Eben darum ist es für mich meistens mehr Serien schauen gewesen, als ein Spiel spielen. Ja. Ja. Ähm, Du hast eine geile Charakterentwicklungen von Figuren, von Rassen, die sich am Anfang hassen, aber dann am Schluss irgendwie eine grosse Freundschaft wie eine Familie sind. Und du hast Streitereien untereinander, du hast Konsequenzen, Konflikte und alles. Es ist wirklich wie eine fucking Serie gewesen, Mann. Ja, ich habe, warte mal, welches war es? Ich glaube, Andromeda ist das, wo zuerst völlig auseinandergerissen worden ist wegen Ja, den Gesichtern und alles. Ich glaube, das war Andromeda. genau, ja, genau. Das habe ich damals mal angefangen zu spielen, aber mir war es einfach too much gewesen. Ja, das stimmt. Also ich habe es jetzt auch beim Jakowski habe ich es gesehen, das Andromeda, und ich habe selber auch schnell angefangen, aber mich reißt es überhaupt nicht mit. Das ist Ja. ein bisschen schön am Mass Effect. Du hast zwar auch viel, was kannst machen, also an der Trilogie, aber es hat gleich einen relativ roten Faden. Und wenn eigentlich dem Ja. roten Faden relativ straight folgst, dann bist du relativ schnell durch. Aber eben, Ja. wenn du Zeit nimmst und alles ein bisschen anschaust, kommst du locker auf die 90 Stunden. Und ich darf sagen, es war jede Stunde wert gewesen. Und das ist Okay. auch so ein Spiel, wo ich würde sagen, hey, ich würde das gerne wieder vergessen und nochmal von vorne spielen. Ja, das ist immer. Ja. Ja. Genau. Der Gedanke ist mir in letzter Zeit des Öfteren gekommen. Ich weiß nicht durch was, aber ich werde im Moment mega bombardiert überall mit Assassin's Creed Reels. Gut, ich weiß wieso. Mit der Black Flag. Aber vor allem auch sehr viel. Es sind im Moment sehr viele Leute dran. Also nicht jemand, den man kennt, aber aufgrund von den Reels und so, die ich sehe, sehr viele Leute dran, die Alten zu spielen. Also das Eis oder so das 2, Brotherhood und so. Und dort habe ich ein paar Mal gedacht, boah, wie geil wäre es, wenn einfach. Ich will einfach die ersten 3 oder 4 Assassin's Creed können vergessen. Das 1, das 2, Ja, Brotherhood und Revelations. Die das 4 ist. Assassin's Creed einfach so aus meinem Kopf bitte. Und dann nochmal richtig die Geschichte mit dem Altair und Massif. Äh, nachher die Mit dem Ezio-Trilogie Ezio, ja. einfach absoluter Brenner war.
die ganze Geschichte um Desmond, um Animus und so, das ist einfach Peak gewesen, hey. Ja. Das ist so gut. Ja. Eben ja, das ist schade. Es gibt auch viele Serien, die ich gerne nicht vergessen. Vielleicht komme ich nachher zu einer. Okay. Aber ich glaube, ich überlasse die Bühne mal dir. Serie, ja, okay, ja, dann hau ich mal an. Und zwar, wir haben vorhin von Superhelden, Marvel und dem Zeug geredet. Ich habe Wonder Man geschaut. Da ist eine, glaube 8 Folgen lange kurze Serie von Marvel. Mit einem tatsächlich recht guten Cast. Der Ben Kingsley kommt dort vor, der bei den Marvel-Filmen den Mandarin spielt. Ja. Tatsächlich in dieser Rolle als Mandarin. So, was war nachher gewesen? Er ist ja als Mandarin auftreten, aber dann hat man herausgefunden, okay, er war noch ein Schauspieler gewesen und ja. Mit dem Yahya Abdul-Mateen, den kennt man zum Beispiel aus Aquaman, hat er den Bösewicht gespielt, den Mantis. Oder auch von Candyman, vom Neuen, kennt man ihn. Er hat so die Hauptrolle eigentlich. Er spielt einen. Ja. Er spielt einen angehenden Schauspieler. Oder jemanden, der probiert. Darf ich schnell reinreden? Ja. Er hat nicht den Mantis gespielt, sondern den Black Manta. Weil Black Manta. Ja. Mantis ist die Figur aus Thor. Ja, stimmt. Ja. Black Manta. Sorry. Richtig. Nee, Alles gut, alles Guardians gut. of the Galaxy, sorry. Alles gut. Ja. Stimmt, Black Manta hat er gespielt. Ja, der mit den roten, großen Augen. Übrigens, ich finde das Aussehen finde ich hure geil. Ich habe das hure geil gefunden. Ey, voll. Entschuldigung, so. Aber er spielt jetzt so eine ja, ein angehender oder möchte gerne Schauspieler, der sich eigentlich jetzt viel reinsteigert für eine. Also, es fängt schon hure genial an. Er hat eine Rolle. Und zuerst denkst du, okay, ja, er macht sich Gedanken über den Charakter und alles. Er soll reagieren in dieser Situation. Was ist ihm vielleicht vorher passiert? Warum reagiert er so? Und dann kommt es zu der Aufnahme, dann steht er auf dem Set und dann findest du raus, eigentlich war es gedacht, dass der Charakter einen Satz sagt und dann stirbt. Das war seine ganze Rolle eigentlich. So. Und dann denkst du, Alter, nein. Also, okay, so ein Schauspieler ist er also gut. Und ja, ich wollte jetzt nicht viel spoilern, aber es ist ein kurzweilig. Es ist tatsächlich nicht ganz so eine schlechte. Es ist nicht eine typische Superhelden-Serie, wenn man es jetzt schon von Marvel kennt. Es geht auch ein bisschen mehr ums Ganze drumherum. So, aber es ist all das Zeug passiert mit den Avengers, mit Marvel allgemein, halt im Marvel Cinematic Universe. Und so ein bisschen vielleicht Konsequenzen aus dem Ganzen raus. Was mit Leuten mit Superkräften ist und so weiter und so fort. Es geht mehr so ein bisschen um das. Also, darum, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen übersättigt sind von Marvel-Sachen oder vor allem Superhelden-Sachen, ich würde trotzdem diese Serie empfehlen, um mal reinschauen, weil es eben ein bisschen etwas anderes ist. Aber halt trotzdem im Marvel Cinematic Universe stattfindet. Genau. Nice. Ja, das ist soll ich gerade noch eine nächste? Ja, kannst du gerade noch eine rein Wenn wir irgendwie so ungleichmäßig gerade haben. Also so wie immer eigentlich. So wie immer, ja. Ich habe mich selber verarscht. Oh je. Kommt jetzt die, wo nur 2 Wörter geschrieben hast? Nein. Das ist tatsächlich Invincible. Aber wenn du sagst, du hast ihn noch nicht geschaut, das ist eine, wo ich sage, okay, dann spare ich mir die auf fürs nächste Mal. Ja, aber ich glaube, da haben wir langsam eine Geschichte aufgebaut, um so Invincible. Ja. Nein, und zwar ich schaue eigentlich Serien, das habe ich schon öfters gesagt, erst wenn sie fertig sind.
Weil ich hasse es, dass Streaming-Anbieter auf den Zug aufgesprungen sind, nur um mehr Geld machen, dass sie die Serie nur noch alle Wochen eine Folge rausbringen. Und ich habe irgendwie, glaube nicht richtig nachgeschaut oder so und habe gemeint, sie sei fertig. Dann habe ich den Rookie Staffel 8 anschauen. Mhm. Und am Schluss habe ich gedacht, Alter, hä? Ein krasser Cliffhanger. Einfach so, Zack. fertig. Ich so, what the fuck? Und im Nachhinein habe ich dann nachher herausgefunden, Moment, die geht noch einiges länger weiter. Ich glaube, ich bin bei Folge 9 oder 10 und habe dann noch herausgefunden, Moment, es gibt ja 20 nachher. Ja gut, dann war halt doch kein Cliffhanger gewesen. Okay. Nichtsdestotrotz, der Rookie ist ja, man weiß, es ist bekannt, ist fertig nachher. Also Okay. ich glaube, Staffel 8 ist tatsächlich, oder vielleicht kommt noch eine Staffel 9, bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Aber das Ende ist bekannt gegeben worden, sie wird beendet. Und ich muss sagen, jetzt nach dem Teil, den ich jetzt gesehen habe von der Staffel 8, wenn sie nicht irgendwie jetzt in der nächsten Hälfte von der Staffel einen kompletten Turnover machen, muss ich sagen, ja, absolut. Das ist also jetzt, das ist, weil jetzt nach der Staffel 7 fühlt es sich tatsächlich fast nur noch an wie eine Wiederholung. Okay. Du hast wieder die gleichen Bösewichte teilweise. Und es passiert schon wieder das Gleiche. Und es ist schon wieder so. Und es ist schon wieder das. Und schon wieder ist hier das. Okay, irgendwann sind so die Sachen noch ausgeschöpft nach 7, 8 Staffeln. Genau. Trotz allem, ich gebe immer noch dieser Serie absolute Empfehlung. Es ist eine wirklich witzige, interessante, spannende Serie. Mit coolen Charakteren. Auch die Entwicklung von diesen Charakteren ist noch recht geil. Ja, aber ist also gut, kommt es zum Ende. Ich kenne jemanden, der deine Meinung, glaube teilt in gewissen Sachen. Weil die Lizzie hat die, glaube innerhalb von diesem Jahr schon 2-mal geschaut. Die ganz? Ja. The fuck? Die hat das irgendwie fertig geschaut bis Staffel 7. Dann hat sie gesagt, ja, was mache ich jetzt, bis die Staffel 8 draussen ist? Dann hat sie nochmal von vorne angefangen. Nein, das könnte ich nicht, ey. Das könnte ich nicht. Mo, die ist so angefressen von dem. Das ist wirklich, also ich finde es herzig. Ich finde es mega herzig. Ja, es ist eine gute Serie. Und der Ding halt einfach. Ich könnte ihm, ich glaube fast. Ich habe nicht alles gesehen. Ich weiss, er hat Castle, hat er ja, glaube ich, auch gemacht. Mhm. Die Serie habe ich nicht geschaut, Nathan Fillion. By the way, Ja. jetzt ist der, über den ich rede. Aber also jetzt in dieser Serie so geil. Wirklich. Also er spielt den Charakter so gut, so witzig auch. So ein bisschen, du merkst, okay, der Charakter ist halt schon ein bisschen älter und gewisse Sachen so aus Lebenserfahrung und so nimmt er vielleicht nicht mehr ganz so 100% ernst oder wie auch immer. Aber ja, einfach Nathan Fillion ist sowieso, also ich finde den einfach super. Ja, das ist irgendwie so ein Dude, der nimmt sich irgendwie nur so halbwegs ernst, aber genau das macht ihn mega sympathisch. Ja, ich meine im letzten Superman. Und der Green Lantern spielt mit der besten Frisur. Ja, gibt. Wirklich. Es ist einfach. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Leute, könnt ihr nachschauen. Nathan Fillion, Superman. Oder Green Lantern. Also, aber auch dort, wenn er gespielt hat, weißt du, so, ich finde das richtig gut. Ich glaube, der Green Lantern ist auch so eine kleine. Ich weiß nicht. Oh Gott, ich sehe gerade Bilder von ihm. Gut, aber er spielt ja nicht den Green Lantern, wie der Ryan Reynolds gespielt hat. Ja, er spielt ja nicht den gleichen Charakter, es ist ein anderer Charakter, komplett. Aber ja. Ja, und sie macht halt Firefly weiter, wenn wir schon beim nächsten Film sind, gell? Ja, sehr gespannt. Muss jetzt endlich auch mal schauen. Tatsächlich. Noch nie Firefly geschaut. Nein, sag die Spruch jetzt nicht.
Ich glaube, ich suche einen neuen Podcast-Partner. Das habe ich jetzt nicht wollen sagen. Ja, Ja, genau, ja, das war der Rookie gewesen. der Rookie. Der Rookie, genau. Hey, Du bist also du an der Reihe? ja, ich habe mein Bruder hat mir die Serie empfohlen und ich habe angefangen, Falling Skies zu schauen. Also das kann ich eigentlich schon preisgeben, um was es geht, weil das wird eigentlich gerade am Anfang wird das, erzählt. Es geht darum, es ist eine Alien-Invasion passiert. Das finde ich schon mal eine recht interessante Sache. Es ist nicht eine Serie, die anfängt zum normales Leben, nachher kommen die Aliens. Die Serie fängt an und sie sind schon völlig im Scheiß. Und zwar sind die Aliens gekommen, wenn der Planet, also eigentlich was sie genau wollen, weisst du nicht. Oder noch nicht. Was sie aber machen, sie tun Kinder entführen und die versklaven mit so einem, sagen sie dem, ja, irgendwie mit so einem Sender. Und die gehen dann irgendwelche Aufgaben und machen irgendwie Metall sammeln, was auch immer. Und die Geschichte erzählt dann eigentlich von den Widerstandskämpfern, die dort dabei sind. Die dann nachher halt einfach schauen, dass sie überleben. Und was ich am Anfang so ein bisschen Mühe hatte, als ich die geschaut habe, ich dachte, was ist echt das für ein Low-Budget-Scheiß? Und nachher muss ich mir aber sagen, Alter, egal was die machen, die holen wirklich den letzten Dollar aus jedem Scheiß raus. Wirklich, die pressen das wirklich aus. Also wahrscheinlich ich weiß nicht, wie viel die dort verdienen, wahrscheinlich nichts. aber Ich weiß es auch nicht. aber ich finde es eigentlich von der Story her eine relativ coole Geschichte. Es ist spannend gemacht. Der Cast ist so ein bisschen unbekannt tatsächlich. Also der einzige, den man vielleicht kennt, ist der Noah Weil. Der hat, glaube ich, Emergency Room hat er mitgemacht. Und auch ein paar andere Sachen. Das ist eher so einer, der man in Serien sieht. Finde ich mega sympathisch. Und der Will Patton. Da kennen wir vielleicht von Postman oder schon ein paar Filme, die er mitgemacht hat. Sonst ist der Cast relativ, ja, so Leute, die man eigentlich nicht kennt. Aber die machen eigentlich alle einen mega guten Job. Bist du schon fertig damit? Nein, noch nicht. Ich habe erst auf die erste Staffel gesehen. Jetzt bin ich an der zweiten in der Mitte. Es ist schon sehr lange her, als ich die gesehen habe. Aber es kommt nur ein Schauspieler vor, der wird dir auch sehr bekannt vorkommen. Ja, also ich habe gesehen, mein Bruder hat mir so gespoilert, er Aha. kennt sicherlich noch einen, der vorkommt. Der hat bei Dr. House hat er mitgespielt. Ganz ein anderer. Ich Meinst weiß du zwar nicht mehr, wie. der Terry O'Quinn? Ja, genau. Okay, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie oft oder was für einen Zusammenhang es dann nachher noch dort wird vorkommen. Aber ja, der Ja, meine ich, also genau. Terry O'Quinn ist ich finde, dass seit ich Lost geschaut habe, ein Genau. ganz, ganz spezieller Charakter. Von dem her, ich weiss, wo er überall so ein bisschen mitgespielt hat, weil es mich mal interessiert hat, was hat er alles so ein bisschen gemacht. Und ich mag ihn halt einfach von der Art her irgendwie. Das ist, ich weiß nicht, der steht einfach hin und der ist einfach mystisch. Ja, Hat genau. einfach ein Mysterium um sich herum. Du hast keine Ahnung, was er macht, aber immer. Ja. Bei Lost ja ganz extrem. Aber ja. Nice. Genau. Also ich bin momentan recht am Suchten. Eben, es ist für die so ein bisschen sagen, Low Budget und so, sie geben sich wirklich mega Mühe, finde ich. Mhm. Genau. Ja, voll. Also ich mag mich, aber es ist schon recht lange her, als ich die gesehen habe. Mhm. Aber ich mag mich noch erinnern, dass ich die auch, also die habe ich glaube ich ziemlich durchgesucht damals. Also ist, eben allgemein so Sci-Fi-Zeugs, da bin ich halt einfach ein Sucker dafür. Aber ich habe jetzt zuerst am Anfang, habe ich sie tatsächlich mit einer anderen Serie verwechselt, wo du von der geredet hast. Und ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, Defiance. Nee. Ich glaube nach Falling Skies. Falling Skies ist glaube so 2011, 12 gewesen.
Defiance ist 2013, das weiss ich so ziemlich genau, weil es ist damals für du eigentlich noch recht krass gewesen. Ja, Die Serie ist gleichzeitig mit dem gleichnamigen Videogame rausgekommen. Defiance. stimmt, ja. Stimmt, Und stimmt. die Serie und das Game haben sich eigentlich wie so ergänzt. Mhm. In der Serie ist das passiert, im Game ist das passiert und so weiter und so fort. Irgendwie so. Und dann denkst du so, eben für damals, das ist 13 Jahre her, ist das eigentlich noch recht krass gewesen, so etwas einfach mal so auf die Beine zu stellen. Ja. Ich würde so etwas heute gerne sehen. Mhm. Ähm, einfach so schnell out of the context, wenn wir so wegen Sci-Fi-Serien haben. Ja, die Expanse habe ich auf meiner Liste. Hast du gewusst, dass sie von dem ein Game machen? Ja, ja. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ja. Von der Art und Weise vom Game. Ja. Aber ja, das habe ich. Ich, ich bin darum gespannt darauf, weil sie sich an Mass Effect orientieren. Also es ist nicht das erste Game, das rausgekommen ist. Also wo Mhm. rauskommt. Das ist ja von. Wie heißt die schon wieder? Die haben The Walking Dead gemacht, Telltale Games. Ah, Die ja. haben Ja. schon mal ein Expanse-Game gemacht, ja. Das ist, glaube ich, vor 3 Jahren oder so. Oder so irgendetwas. Das ist so. möglich. Ja. Ja, dann darfst du wieder. Vielleicht zurück auf unsere Erde oder noch weiter weg ins Weltall. Nein, tatsächlich zurück zu der Erde und sogar unter Wasser. Und zwar habe ich eine Serie geschaut, die ist anscheinend schon vor 2 Jahren erschienen. Mhm. Ist dann von Disney aber abgesetzt und beerdigt worden. Warum, verstehe ich nicht, weil, als ich dann noch nachschauen, hat die eigentlich akzeptable Bewertungen und so bekommen. Okay. Es ist dann nachher so weit gekommen, dass, glaube jetzt Amazon Prime hat sie, glaube jetzt aufgepickt und hat sie das Jahr im deutschsprachigen Raum released. Mhm. Und zwar ist die Rede von Nautilus. Eine Serie über die Geschichte von Captain Nemo und dem berühmt-berüchtigten U-Boot, der Nautilus. Ist jetzt eine Staffel und ich glaube auch, es gibt keine weitere. Aber weil es eigentlich schon wieder abgesetzt und so worden ist. Aber vielleicht, also ich habe das nachher das letzte Mal ein bisschen mitverfolgt auch. Nach dem Amazon Prime Release, die ist recht gut angekommen. Ah ja. Ist wirklich, ich habe ein paar Orte darüber gelesen, so ein kleines Schmuckstück. Sie ist ja wirklich gut gemacht. Es hat sehr tolle, interessante Charaktere dahinter, mit ihren eigenen Storylines und so halt, wo ein bisschen etwas darüber erzählt wird auch. Ähm, ich vergleiche es leider immer so ein bisschen mit dem Film Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Wo er so ein riesen Schiff hat, Richtig, gell? genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Film ist das immer für mich der interessanteste Charakter gewesen. Der Der Nemo. Ja. Nemo mit der Nautilus. Ja. Weil das ist so, ja, man hat dieses Fahrzeug schon gehabt mit seinen 4 Vorderreifen und alles. Mhm. Aber so die Nautilus ist einfach so Technologie, wo man hat gesagt, sollte es eigentlich da gar noch nicht geben. Genau, Aber ja. er ist einfach schon so advanced gewesen, dass er halt das schon hätte können. Er ist gescheit gewesen. Und das wird auch so ein bisschen in dieser Serie, kannst du sagen, so, ein bisschen so behandelt. Mhm. Die Nautilus wird gebaut. Am Anfang ist sie noch nicht ganz fertig. Und der Nemo und ein anderer haben es eigentlich so, sagen wir mal, sind die mit dem Brain dahinter, wie das Schiff und alles funktioniert und gebaut wird. Und ich habe mich nicht viel vorher mit Captain Nemo, ich meine, der Name und Nautilus auch ist immer ein Begriff irgendwie durch gewesen. Ja. Aber ich habe mich nie mit der Geschichte so wirklich vom Nemo auseinandergesetzt. Mhm. Und das wird aber auch ein bisschen behandelt. Ah, Und das ist tatsächlich geil. aber erst so mit drinnen plötzlich. Sie sind Okay. unterwegs und so und stoßen jetzt auf eine Insel oder ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kommt dann plötzlich aus, wer er überhaupt ist.
der Nemo. Okay. Und da bin ich auch so da geguckt und dachte, ha, habe ich gar nicht gewusst. Ach, Interessant. das ist geil. Ja, Das ist voll. wirklich geil, Also, so Zeug. und das hat mich mega interessiert gemacht, allgemein so über die Geschichte vom Nemo, von der Nautilus und dem Ganzen drum und dran. Also vielleicht gar nicht mich dort mal ein bisschen mehr einlesen, tatsächlich. Ich finde es halt auch mega spannend. So, eigentlich so, wie sagt man dem, so Unterwassergeschichten interessieren mich mega. Obwohl ich kann ja selber fast nicht mehr aufs Meer raus, weil ich halben Kollaps bekomme, schon nur im Dings, im Sea of Thieves. Halben Kollaps, aber ich finde, so Zeugs finde ich mega cool. Ich finde auch so Unterwasser-Settings finde ich immer auch geil. Also, ich muss jetzt sagen, ja, es ist ein U-Boot, ja, sie Mhm. sind unter Wasser auch und es finden auch Sachen unter Wasser statt. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass es Permanenter die Unterwasser ganze bist. Zeit nur um das geht. Genau. Mhm. Aber ja, sie sind auch sehr viel Ja, an Land oder überhalb vom Wasser. Ja, genau. ich sehe gerade hier so ein Bild von einer Taucherglockenausrüstung und da bin ich schon voll dabei. Ich weiß Ja. nicht, ich finde das einfach geil, so Taucherglocken, Mann. Ja. Es ist, aber also ich empfehle allen, die ein bisschen, so, ja, ein Stück weit vielleicht auch Fantasy, hat sicher auch etwas drin, aber ja, also ich finde sie wirklich gut gemacht, auch qualitativ von der, von der Effekt und allem drum und dran. Hey, wirklich sehr, sehr hochwertig, finde ich. Ja, sehr eine interessante Serie. Ich würde mir wünschen, dass sie weitergeht. I don't know. Weiß nicht, ob es. Du, sag niemals nie, gell? Ja, ja. Also es ist nichts angekündigt, nichts, aber wer weiß, vielleicht kommt Amazon und sagt, hey, ihr habt das so gut angenommen, let's do it. Soll ich gerade noch eine machen? Ja, gib ihm, gib ihm. Du hast, glaube ich, noch 3 oder 4, oder? Ja, eigentlich 4, aber die eine lasse ich eben, also Invincible lasse ich aus. Okay, Ich habe sie zwar das gesehen, finde ich aber cool. die können wir dann nächstes Mal zusammen diskutieren, genau. Finde ich Yay! besser. Ich habe eine Serie angefangen, da haben mir immer wieder einige gesagt, hey, schau die endlich, schau die mal, schau die mal. Mhm. Und ich habe es vor etwa einem Jahr mal die erste Folge angefangen und da hat es mich einfach null gepackt. Gibt's? Aber jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt, ich bin mit meinen Sachen ein bisschen durch. Oder muss warten, bis die anderen Serien, die ich schauen fertig sind. Halt. Also, Mhm. ja. Und dann habe ich The Man in the High Castle schauen. Ist das die, wo es darum geht, was wäre passiert, Ja, wenn der andere den Zweiten Weltkrieg gewonnen genau. hat? Ja. Und das ist tatsächlich etwas, das hat mich zum Beispiel bei äh, Of All Mankind, die Serie über das Weltraumprogramm, Mhm. hat mich dort schon mega interessiert. Einfach das, was wäre, wenn? Mhm. Alternative Realität, kannst du eigentlich sagen. Ja. In dieser Serie geht es darum, was wäre gewesen, wenn der Zweite Weltkrieg nicht so rausgekommen wäre, wenn er rausgekommen ist. Was wäre Mhm. gewesen, wenn die Nazis gewonnen hätten, die Amerikaner überrollt worden wären, die Nazis dort kommen mit den Japanern in Krieg und so weiter und so fort. Ich bin derzeit bei Staffel 2 und was ich an dem Ganzen mega interessant finde, sind zwei Aspekte. Erstens, es hat immer noch ein Mysterium dahinter. Man hat ja Okay. schon gesehen, ähm, es geht, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es geht hauptsächlich darum, dass Filmmaterial auftaucht, wo die Welt zeigt, wenn es bei ihnen eben nicht so gelaufen wäre, sondern so, wie es bei uns in der realen Welt gelaufen ist. Okay. Aber auch anderes Filmmaterial. Einfach so, es ist, ich bin immer noch nicht sicher, ja, wird es irgendwann irgendein Mysterium geben, von wegen, da hat irgendeinen Zugang zu anderen Realitäten oder so, weil so gewisse Hinweise gibt es in der Serie schon. Hure Oder geil. nicht. Und das finde ich jetzt im Moment gerade mega interessant, darum bin ich dort recht am Schauen.
das ist so ein Aspekt. Es ist immer noch, auch jetzt in der zweiten Staffel, aber man hat den sogenannten Mann im hohen Schloss hat man schon gesehen. Mhm. Weiß aber gleich nicht ganz, wer ist es? Was hat es mit diesem Film und ihm auf sich und alles drum und dran? Ähm, der zweite Aspekt, den ich sehr interessant finde, wo ich mich selber dabei verwünscht habe, wie soll ich es jetzt erklären? Wenn du die zwei Parteien würdest anschauen, Mhm. aufgrund von der Geschichte, wie es bei uns jetzt halt abgelaufen ist, Ja. ich stelle jetzt mal dir einfach so die Frage, mit wem würdest du sympathisieren? Also jetzt mit den Mit den Japanern. Japanern oder mit den Nazis, mit den Deutschen? Einfach, Das ist jetzt, hure wenn du es einfach in Betracht ziehst, wie es halt bei uns jetzt so, wie unsere Welt halt gelaufen ist, dass halt das grosse Deutsche Reich verloren hat. Okay. Aber ich muss jetzt davon ausgehen, mit wem hätte ich mehr sympathisiert, wenn jetzt die Nein, beiden einfach, wenn du gewonnen jetzt, hätten. Aha. ja, wenn jetzt, nein, einfach so dein Gefühl, das du jetzt würdest sagen, wenn du einfach weißt, es ist die und die Partei, mit wem würdest du sympathisieren? Ich glaube, die Frage ist recht einfach zu beantworten. Ja, in dem Sinn mit den Japanern. Ja. Ist auch mein Ich, erster Gedanke gewesen. ich habe aber das Gefühl, weil es gibt so ein paar Geschichten, die sind nicht viel besser wahrscheinlich dastehen wie die Deutschen. Darum habe ich mir jetzt einfach Gedanken gemacht, egal glaub, welche Seite du das nimmst. Du hast die Entscheidung zwischen einem Rieseneinlauf und einem Kotbatzen. Ja, also es ist halt, also aufgrund von unserer Geschichte, wie die Welt halt Ja. abgelaufen ist und Ja. alles, never ever irgendwelche Sympathie mit irgendwelchen Nazis. Never. Richtig, korrekt. Bin ich voll bei dir. Und ich habe die Serie halt genau, also ich bin jetzt nicht in diese Serie rein und habe gesagt, hey, nein, die hören Nazis und so, sondern ich habe die Serie ja schauen. Und im Hinterkopf hast du halt trotzdem immer den Gedanken, es sind Genau. Nazis. Ja. Und im Verlauf von dieser Serie, aber Amerika ist unterteilt worden. Ein Teil ist das große Deutsche Reich, das andere ist das japanische Kaiserreich. Mhm. Und ich habe mich irgendwann mal plötzlich selber verwünscht, weil ich gedacht habe, wenn die Situation so eingetroffen wäre, ich hätte die Deutschen gewählt. Das ist Einfach aber... weil du anhand von der Aktionen in der Serie, wie die japanische Seite halt agiert hat, auch, und was sie machen und tun, und du nachher die Sicht im Deutschen Reich siehst Ja. und denkst, hey, okay, ich meine, auch dort haben sie immer nur, also aber es Ja. ist, ihre Ansichten und so, ist halt wirklich, die sind trotzdem so übergebracht, wie sie es halt auch in unserer Realität hatten. Ja. Wenn du krank bist, bist du ein minderwertiger Mensch, dann wirst du Ja. weg. Wenn du nichts dazu beiträgst zu der Gesellschaft, zu dem Reich, weg. Einfach das Gedankengut ist alles dort, wird alles so übergebracht. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich mich verwünscht in dieser Serie, wo ich musste sagen, also wenn ich es entscheiden müsste, ja, also keine Frage, welche ich würde nehmen. Mhm. Und das hat mich zuerst schier ein bisschen verklüpft. Ich dachte, Alter, eigentlich bist du so gegen Nazis und jetzt würdest du trotzdem die Seite wählen in dieser Serie. Das ist aber verdammt richtig, krass. das ist richtig geiles Storytelling. Absolut. Das ist Absolut. Das Schlimme ist, du wirst jetzt einfach so ein bisschen mit dem konfrontiert. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, ich gehe jetzt wieder zurück, weil es gerade so aktuell ist, im Mass Effect, den ich gespielt habe. Dort hast du solche Entscheidungen, die du musst treffen musst. Ja. Da hockst du da und denkst, weil es gibt irgendeine Rasse, die haben einen Genophagen und die können sich nicht weiter fortpflanzen. Weil die Leute Angst haben, Scheiße, sie überrennen jetzt unser Universum. Mhm. Aber anstatt dass man vielleicht mit denen geredet hat, mal irgendetwas gemacht hat, oder keine Ahnung, hat man einfach gesagt, man tut es jetzt beschneiden. Und nachher denkst du so, du kommst dorthin und denkst so, Alter, die haben das Universum gerettet, die sind nachher eine Gefahr geworden, und anstatt dass man mit denen vielleicht irgendeinen Deal gemacht hat,
haben sie einfach beschnitten. Und plötzlich habe ich auch so gedacht, eigentlich sind das nur arme Siechen. Mhm. Die haben nichts anderes außer das. Ja. Und Es, das andere ist, du hast dann nachher das eine Volk, das du am Anfang eigentlich noch so okay gefunden hast, fängst einfach plötzlich an zu hassen. mhm. Bist einfach voll gegen die und sagst, egal was sie machen, das ist einfach scheiße. Ja, also, Und das Krasse ist, dass sich das dann überall durchzieht. Und das finde ich mega geiles Storytelling, wenn du dich plötzlich eigentlich für etwas entscheidest, wo du eigentlich dann per se eigentlich permanent dagegen gewesen bist. ja. Einfach so, es ist, Mhm. ich bin schier ein bisschen verklüpft in dem Moment, ja. Das ist mega Das ist krass. Das ist krass. mega krass. Heftig. Jetzt hast du noch 2 oder hast du noch eine? Oder 3? Ich habe noch 2, aber du hast ja, Okay. glaube ich, noch eine, oder? Ja. Oh, ja. Aha, ja, okay. Also der erste Satz, den ich geschrieben habe in meine Notizen, ist: Jack, was hast du mir angetan? Ich habe Future Man die erste Staffel geschaut. Absolute Empfehlung von mir, Chat. Wenn ihr mal so eine Serie wollt, schaut die. Es ist auch eine absolute Empfehlung von mir. Ich habe seit langem in keiner Serie so viel gelacht wie dort. Es ist so dumm. Es ist so dumm, aber es ist so genial. Ja. Ich habe bis jetzt noch kein. Es geht ja eigentlich darum, die Hauptfigur der spielt das Spiel durch und wird nachher als Held oder als Auserwählter eigentlich auserkoren von Leuten, die in der Zukunft leben, die in einer völlig apokalyptischen Welt leben. Sie kommen dann auch in die Vergangenheit mit ihrem ZRG, mit dem Zeitreisegerät. Und können nachher dann ihn holen und sagen, du bist der, der uns hilft, dass eigentlich alles besser wird. Ja, genau. Und ich darf sagen, die 3 Hauptcharaktere, ich habe noch nie so etwas Geniales gesehen. Ich habe noch nie, die passen wie die Faust aufs Auge. Voll. Wirklich. Voll. Jeder einzelne Charakter. Ja. Und der Grund ist auch geil, warum ihre Zukunft kaputt ist. Sie haben anhand von Opossumsperma haben sie ein allgemeines Heilmittel gefunden gegen neue Krankheiten. Fragt mich nicht warum. Also es unbedingt Opossum sein. Aber ihm seine Aufgabe ist dann nachher, sie müssen irgendwie das aufhalten, dass das entwickelt wird. Und jedes Mal, wenn sie es aufhalten, kommt es gleich immer wieder. Und sie machen alles immer schlimmer. Also wirklich, wo ich fast gedacht habe, jetzt muss ich aufhören zu schauen, ist dort, wo eigentlich der schlimmste Fall, der von Zurück in die Zukunft passiert. Im Film Zurück in die Zukunft geht er zurück und seine Mutter will sich eigentlich an ihn machen. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt, Chat, denkt nach die fast schlimmste Situation, die dort hätte passieren können. Und im Future Man stellen sie das einfach so hin und sagen, da überleg mal. Wirklich, also sie gehen einfach eine Stufe weiter. Ja. Aber es ist so gut gemacht. Ich finde auch Charakterentwicklungen, die 3 machen, finde ich super. Absolut. Aber Er, der völlig der nötige Hausmeister ist, wird nachher dann wirklich langsam zu einem Held. Die anderen kommen einen Seelen über und irgendwie so ein Gewissen. Weil die haben nichts. Die kämpfen in ihrer Zukunft, kämpfen die nur und fressen Ratten. Ja. Und also gleich, bist du schon fertig mit Schauen? dann nur die erste Staffel. Ah, du hast jetzt die erste Ja, Staffel ich habe eine Pause gebraucht. Ich habe eine Pause gebraucht, wirklich. Oh Gott. Oh Mann. Ja. Und du drehst jetzt schon am Rad. Dann gönn dir die Pause. Mach sie genug noch ein bisschen länger. Ey, sag dir's. Oh, fuck. Ich habe nicht mehr die erste Staffel geschaut. Hey, ja, vor allem in der letzten Folge.
oder einen Satz rauslässt und ich mir dachte, Alter, das ist so krank in allen Wegen, aber er hat recht. Wo sie sich gegenseitig aufladen. Am Schluss. Und der Wolf einen Satz rauslässt. Das ist der Ende von diesen Helden. Weil während der Zeitreise vertauschen sich plötzlich irgendwelche Körperteile. Ja. Also ihr müsst recht tolerant sein, wenn ihr die Serie schauen wollt. Ja. Ich empfehle sie jedem. Sie ist Ja. mega witzig, wenn ihr wirklich so ein bisschen auf ein bisschen, wie willst du das erklären? Ist das Slapstick-Comedy? Ja, teilweise schon, glaube ich, ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es hat auch mega gute Themen drin. Mhm. Zum Beispiel so ein bisschen, solche gleichgeschlechtliche Ehen und so, wo sie auch damit konfrontiert werden und sonstige Sachen. Aber die müssen einfach wirklich. Ich finde auch die Referenzen, die sie machen an diesen Sachen, finde ich mega geil. Mhm. Irgendwie das Cameronium. Warum was das kommt und wie sie das zu dem kommen. Und auch dort so Abspaltungen auf Odyssey 2000. Also sie haben viel nerdige Sachen drin. Also eigentlich wirklich, wenn ihr gerne Filme schaut, ihr werdet so viele Referenzen hören und Ja. sehen, wo ihr einfach mal lachen. Es ist so gut. Definitiv. Es ist so gut. Oh Mann, aber du Ja. hast erst Staffel 1 geschaut. Hey, Das es wird gibt- noch ein Bruch. Was ich cool finde, ist, es sind einfach so 20-minütige, 25-minütige Folgen. Ja. Das passt mir mega. Und eben, es ist halt kurzweilig und ja, ich bin jetzt glaube ich dort, wo sie wo sie auf dem Mars irgendwie, ja, da haben sie schon, es ist einfach hure weird. Also du musst ein bisschen dabei sein, weil sonst eine Stellfäden hast du nicht. Ja, das Aber stimmt schon. es ist einfach eine grandiose fucking Story. Darfst einfach nichts, also so eine Serie, das ist so eine Serie, wo du kannst schauen, wenn du einfach mal so Lust hast, den Kopf abzuschalten und Ja. irgendwie vielleicht einfach mal so wegen irgendetwas völlig dumm zu lachen. Ja, definitiv. Dann ist das die Definitiv. perfekte Serie. Ja. Ja. Genau. Und dann stellt euch nicht allzu viele Fragen. Macht's ja, nicht. das auch. Und wenn dann gewisse Sachen werden später erklärt. Mhm. Das stimmt auch. Darum, schau einfach noch weiter, ja. Die Aber gönn dir Eule. die Pause. Ja, die Eule. Oh Mann, ey. Also es kommt mir jetzt gar wieder so viele Sachen in den Sinn. Vor allem, den besten Charakter habe ich den Wolf gefunden. Das ist der Beste. Sorry. Und vor allem, aber darum, schau unbedingt weiter. Weil der Charakter, das ist noch nichts, was du gesehen hast. Oh mein Gott. Das ist noch nichts. Das ist noch nichts. Dort, wo der Vater probiert beizubringen, kochen, schlag die Eier auf und er tätscht einfach die Eier kaputt, weil es nicht besser kennt. Das ist noch nichts. Oh Das Gott. ist, ja. Aber das ist irgendwie ein Dude, den habe ich noch nie in irgendeiner Serie gesehen. Ja, absolut. Der ist perfekt für die Rolle. Absolut. Ich finde Völlig das so unbekannt. geile Sieg, Mann. Ja. Oh Mann, ey. Der Vaterman. Der Vaterman, ja. Das finde ich auch eine geile Referenz. Er heißt Vaterman und nennt sich Future Man. Genau. Oh Gott. Oh. Oh mein Gott. Ja, Ja. Gib noch in die zwei letzten, komm. Ah, genau. Wir gehen von der Zukunft ins Mittelalter. Straight Zeitreise zurück. Und zwar. Ich fange mit der jetzt. Ja. Es Mit war. dem ZRG, hä? Ja, nein. Mit Zeitreisegerät. Ich habe eine Serie geschaut über Robin Hood. Ich glaube, die ist noch nicht so alt. Bin jetzt tatsächlich nicht sicher im Fall. Nein, die ist letztes Jahr ist die gemacht worden, so wie es aussieht. Die wird auch noch weitergeführt, soweit ich das weiß. Geht darum, einerseits erfährst du, wie ist er
zum Robin Hood geworden. Ich meine, Mhm. ist ja in allen Geschichten bekannt, wenn er eigentlich heisst und von wo er kommt und allem drum und dran. Also Robert Locksley, oder nicht? Genau. Sir Robert Locksley. Nein. In Tönen ist er, heisst er, glaube Ja, ich. ja, das ist wahrscheinlich Interpretationssache von diesen Ja. Serien und Filmen, I guess. Aber ja, genau, er ist eigentlich der Robert von Locksley. Aber aufgrund von der Konflikt und so wird ihnen ja das Heim weggenommen. Sie sind ja Normannen eigentlich. Mhm. Ähm, und durch das müssen sie halt in den Wald fliehen, baut sich dort das Leben auf und so weiter und so fort. Man kommt einfach am Anfang vor allem ein bisschen mehr von der Geschichte, wie ist er zum Robin Hood geworden überhaupt. Mhm. Wie hat er den Namen bekommen? Warum ist er zum Robin Hood geworden? Das ist der Großteil von der ersten Staffel, wirklich, wo am Anfang behandelt wird. Und nachher geht es dann halt ein bisschen um einen Konflikt, eben um einen Sheriff und alles drum und dran, wie man es schon ein bisschen kennt. Sehe ich richtig? Ja, du siehst richtig. Okay, dann muss ich sie fast schauen. Was Ulden gerade erwähnt, oder auf was er raus will, es hat tatsächlich einen sehr tollen Cast. Auch wenn er relativ unbekannt ist, bis auf eine Person. Und zwar spielt Sean Bean mit als Sheriff von Nottingham. Er ist, also wer Sean Bean nicht kennt, educated euch mal ein bisschen. Ist der Boromir, er hat also Herr der Ringe, da hat er den Boromir gespielt. Bei Snowpiercer hat er mitgespielt in der Serie, bei Game of Thrones hat er mitgemacht, also das ist doch ein bisschen ein Name. Sonst könnt ihr mal googlen, der am zweitmeisten Tod hat in allen Filmen oder so. Ich glaube, er ist auf dem zweiten Platz. Ja, genau. Ja, stimmt. Im Moment noch. Stimmt. Was ich mir von dieser Serie eigentlich ein bisschen mehr erwartet habe, ist ein bisschen mehr Action und weniger Drama. Also die Serie wird schlussendlich tatsächlich als Dramaserie geführt. Okay. Es geht halt auch darum, er hat sich da jetzt in eine verliebt und sie auch in ihn und dann findet sie es raus und dann ist wieder Drama und dann wieder hier und da wieder Drama. Oh, schade. Das ist, es ist einfach nicht das, was ich jetzt von dieser Serie erwartet hätte. Heisst nicht, dass es eine schlechte Serie ist. Aber ich habe die Staffel 1 geschaut, ich habe sie gut gefunden, sie ist auch gut gemacht, finde ich. Von dem her, ja, also wenn euch Robin Hood gefällt, dann sowieso schaut mal rein. Kann man gucken. Robin Hood. Genau. Dann habe ich eine Serie geschaut, die ist auch recht neu, wenn ich gerade so richtig im Kopf habe. Und zwar ist die, glaube Mitte letztes Jahr rausgekommen. Aber ich weiß nicht, ob die erst jetzt im deutschen Raum auftaucht ist, aber die hat mir gar nicht groß etwas gesagt bisher. Und zwar habe ich King and Conqueror geschaut. Die Serie spielt im England vom 11. Jahrhundert. Der König Edward sitzt auf dem Thron zu dieser Zeit, hat aber kein Erbe. Darum, wenn man es halt so kennt aus dieser Zeit, dann gibt es Knatsch, hier der will, aber da will der eine und hier gleich und dann fängt es an verschlägeln. Schlägele. Ja, ich finde es eine tolle Serie über das alte England. Eben, zur Zeit von King Edward, Herzog William von der Normandie, Harold von Wessex, das sind alles so ein bisschen die grossen Namen, die dort vor allem vorkommen. Auch der Cast ist sehr gut, wirklich. Wir reden von einem Nikolai Coster-Waldau, der in Game of Thrones Jamie Lannister gespielt hat zum Beispiel. Wirklich sehr gut gemacht, auch Charaktere, wo die Leute vertreten. Also eben der Coster-Waldau, der spielt den Herzog William of Normandy. Aber auch der Harold von Wessex, den habe ich mega gut gefunden. Wirklich richtig, richtig guter Charakter. Ist auch sehr gut gemacht, also Szenerien und so. Vor allem
es gibt auch noch eine Schlacht, die dann vorkommt. Hey, also wirklich richtig, richtig, richtig nice gemacht, hey, also für so eine Serie. Ähm, was ich ein bisschen mitbekommen habe und was einige bemängeln, wo ich jetzt muss Mhm. sagen, ja, kann man jetzt schlecht finden. Wegen mir tut das nichts zur Sache. Sie soll sich wohl nicht so ganz an die Historie halten, teilweise. Okay. Ja. Genau. Ja, okay, wäre sicher nice, wenn es mehr, aber ich verstehe auch, wenn man halt gewisse Entscheidungen trifft, damit halt die Serie vielleicht nicht ganz so langweilig oder langwierig wird. Man sie Mhm. muss in die Länge ziehen und so Sachen. Muss ich sagen, ja, okay, Kann man darüber diskutieren, genau. finde ich. Aber ich habe es wirklich cool gefunden, mal wieder so zwei solche Serien, die eher so ein bisschen eben im Mittelalter oder eben so ein bisschen im 11. Jahrhundert jetzt bei King Mhm. and Conqueror gespielt haben, zu sehen. Manchmal, ich finde solche Serien manchmal einfach mega geil. Ja, mir denkt es gibt eben fast ein bisschen zu wenig von dem Ja, zum Mittelalter. Gut, ja, eben Mittelalter ist dann nachher dann schwierig irgendwann also eben, wenn du eine Geschichte machen willst, die vom Mittelalter ist, musst du ins Fantasy meistens. Und Fantasy ist nachher dann immer mega schwierig zum Umsetzen, finde ja. ich. Was mir dort immer in den Sinn kommt, ist eine Serie, die ich wirklich sehr gut gefunden habe. Ist, jetzt muss ich gerade überlegen, wie sie genau heisst. Ich glaube einfach Merlin. Ja, ich glaube, die wird recht gelobt. Sie heisst, glaube ich, einfach Merlin, die Serie. Und die habe ich wirklich, also, die habe ich richtig, richtig, richtig gut gefunden. Die Wirklich. vom Das jungen ist. Merlin, gell? Ja, ja, genau. Ja. Junge Merlin, der junge Artus und so. Genau. Die fällt mir einfach jedes Mal ein, wenn ich über so Mittelalter-Serien oder eben so in Richtung Fantasy ähm, diskutiere. Ja. Yes. Ja, gut. Ja, Da, Invincible hätte ich noch drauf, aber ja. da warten wir noch. Ich Ich habe glaube, ich ha, ich ha nur etwas dazu geschrieben. Und das ist geil. kein Spoiler, gar nichts. 2 Wörter. Well, damn. Ja, Das ist mein Kommentar zu Invincible. okay. Mehr Ich können wir glaube, das nächste Mal. ich glaube, nächsten Monat wird übel. Nächsten Monat, weil ich glaube, da ist der Boys fertig, Mole ist Oh. fertig. Ähm, eben, dann habe ich sicherlich auch noch Invincible geschaut. Ich glaube, der Mai wird heftig. Ich habe hier Serien, wo mir gerade angezeigt wird, als nächstes, wo ich weiss, da fehlen nicht mehr viele Folgen, bis sie fertig ist. Mhm. Ich nenne nur mal so 2 Namen. Du hast schon eine gesagt, The Boys. Ist jetzt gleich fertig. Ja. Eine, die ich das letzte Mal erwähnt habe, Daredevil, wird wahrscheinlich, glaube ich, diesen Monat auch fertig. Bin ich nicht ganz sicher. For All Mankind wird wahrscheinlich fertig diesen Monat, Staffel 5. Mhm. Angefangen hat From, hat vor kurzem angefangen, Staffel 4. Monarch Äh, Legacy of Monsters ist jetzt fertig. Rookie weiß ich nicht, ob er den Monat fertig macht, wahrscheinlich mhm. nicht. Also es ist. Und ja, mal habe ich auf die Liste gepackt. Bin ich mal gespannt, weil mein Bruder ist momentan am Schauen. Und ich glaube, er ist wie du jetzt so ein bisschen im Invincible-Status. Er braucht jemanden zum Reden. Oh Mann, ja. Ah ja. Ich sehe gerade noch eine andere. Marshalls. Die wird nächstens auch fertig. Das ist so eine Spin-off-Serie von Mhm. Yellowstone, wo so erzählt, was nachher gegangen ist. Ah ja. Hey, also. Ich habe noch, und auch sonst meine Liste ist noch Ja. gut gefühlt. Ich habe zum Beispiel immer noch Dings drauf, Supernatural und so. Also ich habe noch sehr viel zum Schauen. Ja, ich habe eben auch sehr viel zum Schauen, aber ich denke mir immer so, Scheiße, ich kann doch gar nicht mehr so viel schauen, ich habe doch gar nicht so viel Zeit. Vor allem Ich nicht, nehme wenn mir du die Spiele Zeit. spielst, die 90 Stunden, die 90 Stunden gehen. Egal. Ja,
Ja, Film, willst du mit dem Film anfangen? Ja, also ich tu mit einem anfangen, um gerade eigentlich noch ein Parzival seine äh, Frage zu beantworten, Silmarillion. Ich habe einfach, weil ich mega Bock hatte drauf, habe ich einfach Herr der Ringe, die Gefährten geschaut. Einfach so. Ich hatte so Bock gehabt. Und ich habe geschaut und tatsächlich, was aus mir irgendwie momentan einfach fehlt, ist wirklich mal eine Story rein von Zwergen. Weil jedes Mal, ich finde das so eine, mir gefällt die Szene immer wie mehr, wo sie dort in Moria reinkommen und er dann sagt, ich tue ein bisschen mehr Licht machen, wo dann nachher in die Halle siehst. Halle auftaucht, Darum, ja. ich freue mich eigentlich irgendwie auf Rings of Power, weil sie halt dort relativ viel von Zwergen zeigen. Ich weiss, der Hobbit hat auch viel mit Zwergen zu tun, ist aber tendenziell nur wirklich kurz, so ein bisschen Zwergen und alles. Ja. Ich bin momentan auch Bücher mal ein bisschen am Suchen, gibt es wirklich gute Zwerggeschichten und überall heisst es immer, ja, es ist okay, ist aber immer noch so ein bisschen speziell. Respektive, es ist immer halt immer das Gleiche, die gleichen Layer. Sie sind grantig, und so und genau. Obwohl es vielleicht beim Buch «Die Zwerge» der erste Teil ein bisschen anders ist. Genau. Aber ich habe so Bock auf Herr der Ringe. Ich weiß nicht. Und ich sage es auch immer wieder. Das ist einfach ein Film, der ist aus 2001. Und der ist ja Das so ist gut krass, ja. gealtert, Ja, Mann. Der ist so absolut. gut gealtert. Absolut. Holy hell. Es ist, hey, ich verstehe, ich habe das mit vielen anderen Serien noch nicht auch. Ja. Film. Plötzlich, ich habe vor etwa 2 Monaten oder so, habe ich plötzlich einfach so den Urge gehabt, hey, ich muss jetzt einfach Tokyo Drift schauen. Ja. Heute muss ich jetzt einfach Tokyo Drift schauen. Da Ja. habe ich Tokyo Drift geschaut. Genau. Aber eben, Herr der Ringe ist bei mir das Problem, wenn ich anfange, kann ich nicht hören. Ja. Ich habe das letztes Jahr gemerkt, ich dachte, genau die gleiche Situation wie bei dir. Jetzt habe ich einfach Bock, Herr der Ringe zu schauen. Habe ich Herr der Ringe reingeschaut. Schlussendlich habe ich innerhalb von 3 Tagen, 2 Tagen, nein 3, alles geschaut. Ja. Herr der Ringe und Hobbit, komplett durchgeschaut. Ja. Einfach immer können hören. Das Nein. ist schlimm. Aber gut, das sind für mich jetzt so zum Beispiel Filme, die kann ich einfach relativ gut so im Hintergrund ein bisschen nebenbei laufen, wenn ich irgendwie Nein, etwas zu bauen. Ja, eben. Irgendwie, das kann ich nicht. darum dazu habe ich Return to Moria gespielt. Das ist wirklich so diese Zeit, weißt du, so die Momente, wo du gewusst hast, jetzt kommt es ein bisschen ruhiger dort, wo sie zum Beispiel in den Wald reingehen, in den Düsterwald. Dort ist es ein bisschen ruhiger, dann machst du ein bisschen etwas, so kannst du gut so ein bisschen nebenbei immer so ein bisschen schauen. Logisch, wenn sie in Moria sind, dann stell ich alles ab. Wenn sie in Amon Hen sind, stell ich alles ab. Ja. Oder auch dort am Anfang, einfach weil alles so herzig und schön und auch Bruchtal und so, aber ja, einfach so die ruhigen Momente und ja. Ich habe jetzt gerade so. Ich habe jetzt gerade das Moria von Rings of Power vor mir. Sorry. Das ist eines von der, für das liebe ich die Serie. Ja. Weil sie Khazad Dûm halt einfach so zeigen, Genau. wie es war, wo es gelebt hat. Ja. Also Hey, für das ist. das. Ich weiss so ganz genau, als ich es geschaut habe, ich bin fast gestanden. Ich hatte Gänsehaut gehabt. Ich hatte Alter, endlich gesehen. Man hat immer nur gelesen und gehört davon in den Filmen und so, wie mächtig und wie grossartig Khazad Dûm war. Ja. Und endlich sieht man es mal. Ja. Das ist also so gut. Das ist etwas, das haben sie so perfekt gemacht in dieser Serie, finde ich. Also Ja. sehr, sehr gut. Und vor allem eben noch so ein bisschen unter dem Motto, es ist nicht alles dunkel, nur weil es in einer Höhle innen ist. Genau. Das habe ich auch geil gefunden. Ja, das ist einer der Filme, die ich geschaut habe. Geil. Ich war einfach glücklich gewesen. Geil. Wie viele Filme hast du? Ja, nur 3. Dann sollen wir dann den nächsten gerade machen. Ja, mach gerade noch einen. Ich habe noch einen. Einen alten. Und ich muss sagen, für das, was er im 2003 rausgekommen ist, ist er auch sehr gut gealtert. Und das ist schon ein Film, den ich seit sicherlich 6 oder 7 Jahren, ich habe jetzt da mal sogar 10 aufgeschrieben, bin mir nicht sicher,
Aber ich habe den ersten Teil von Fluch der Karibik mit meinem Bruder zusammen geschaut. Oh, geil. Ja. Einfach so, wir sind sie squashen, nachher dann, was schauen wir? Und dann haben wir es irgendwie auch gehabt, so von wegen eben, und dann sagt er, hey, ja, hure Bock auf Fluch der Karibik. Und ich, ja komm, geben wir. Dann haben wir einfach So den gut. ersten Teil geschaut. Tatsächlich auf DVD, nicht irgendwie auf einer Web-Dings. Mhm. Das war im Fall wirklich krass gewesen. Da haben wir die DVD eingelegt in der PS4. Das war schon geil gewesen. Mein Bruder muss irgendwie 3-mal draufklopfen, damit es läuft. Das war so geil ausgesehen. Er steht da vorne, dann hörst du, wie es macht. Der und der war ruhig gewesen. Ja, jetzt geht's. So gut. Und dann haben wir geschaut. Und nachher sagt mein Bruder so, Qualität ist schon nicht so geil, wenn wir schnell auf Disney Plus wechseln. Und ich so, ja, können wir machen. Dann sind wir auf Disney Plus. Hey, ich habe fast gekotzt. Wirklich, so Bilder teilweise, so richtig gestockt. Wirklich, Okay. du hast wirklich kein flüssiges Ding gehabt. Wir haben dann nochmal schnell gestoppt, haben gedacht, hey, vielleicht muss es ein bisschen laden, wieder laufen. Du Ja. siehst wirklich, wie es so rumstockt, und dann haben wir die DVD weitergeschaut. Okay, interessant. Hey, aber der Film auch, weißt du, so kleine Details, wie zum Beispiel am Schluss, wo sie Jack und Barbossa gegeneinander kämpfen in dieser Höhle in, und jedes Mal, wenn sie ins Mondlicht kommen, werden sie zu Skelett. Und Ja. nicht nur, wenn sie nahe sind, sondern auch, wenn sie weit hinten dran sind. Du siehst eigentlich schon der Will, der vorne nach einem Schlägeln ist, also Orlando Bloom. Und hinten nachher siehst du, wie sie kämpfen, und plötzlich wechseln sie immer wieder Dings. Cast ist halt auch, kannst du sagen, was du willst, aber Ja, das ist natürlich grandios. es ist halt einfach der Johnny Depp, es gibt Ja. keinen anderen. Es ist schon. Ja. Das, was der mit dieser Rolle angebracht hat. Mhm. Und es ist auch ein Film, der wird auch irgendwie nicht alt, der hat eine coole Story, der hat eine coole Mhm. Geschichte. Es ist einfach nice to watch. Ich habe mir tatsächlich das letzte Mal auch gedacht, ob ich die wieder mal schauen soll, weil ich kann von Windrose zocken. Ja. Und das nachher in voller Lautstärke nebenbei noch Fluch der Karibik Musik abgelassen. Das Ey, hilft nicht. das Feeling, ich sag dir, du hockst auf dem Schiff und dann läuft einfach nebenan und du da, ja, oh, fuck, ich komme voll Fresse. Was wollen die jetzt? So gut, ey. Dort habe ich dem Abend habe ich fast auch Fluch der Karibik hineingeschmissen, ja. Sorry, auch mit Teppich auf. Aha. Du, was hast du an deinem Stuhl hinten für eine Katze am Hangen? Der halbe Teppich. Es sieht halt aus wie so eine tote Katze. Du meinst meinen Stuhl? Das ist mein... Ah, Das ist das mein- ist der Scheisshut. Nein, ja. Das ist der. Oh, Das so funktioniert eben nicht mehr. Funktioniert nur auf einer Seite. gut. Ja, das ist das Lampior. Hä? Ja. Und auf dem alten Stuhl konnte ich ihn eben hier drauf tun, aber es geht jetzt nicht mehr. Okay. Das war noch kurz ein Abstecher, genau. Yes. Ja. In dem Fall komme ich mit meinem Darfst ersten du- Film. Darfst Und wenn wir du, schon ja. so von so grossen Filmuniversen hatten, wie Herr der Ringe, Fluch der Karibik, fange ich auch mit so einem an. Und zwar habe ich mir endlich Avatar Fire and Ash reingezogen. Der dritte Film. Ja. Ich muss sagen, also was mich an den Avatar-Filmen schon immer fasziniert hat, ist, wie krass bildgewaltig als die einfach immer sind. Mhm. Ich meine, der erste, ja, der hat Meilenstein gesetzt mit dem 3D und allem drum und dran. Ich habe es dann daheim geschaut, halt ohne 3D und das ganze Zeug. Und habe dann trotzdem müssen sagen, ey, das ganze Worldbuilding und Ja. wie sie es inszenieren und zeigen und die Kamerafahrten. Ich finde, mir kommt immer wieder eine Szene in den Sinn. Cameronian. Ja, Das ich tut mir weiß. so leid. Mir kommt immer eine Szene in den Sinn, wo, ich weiß nicht, ob es das im ersten ist das gewesen, wo die Menschen angreifen und dann haben sie ja das riesige Raumschiff.
Der Ja. Riesenflüger, der so Mhm. eigentlich recht langsam am Fliegen ist und so. Und wo die Kamerafahrt, wo dort so rauffährt, dann kommt der hinter dem Stein führen und die Kamera zoomt nochmal so an und du denkst, holy, ist das Ding gross. Das Ding ist gross, ja. Und ja, sie haben jetzt im neuen Film auch wieder so eine Szene drin, wo du denkst, oh, da ist wieder Peak Kameramovement und alles. Mhm. Einfach das macht die Film so unglaublich bildgewaltig. Das ist, also das habe ich selten in irgendwelchen anderen Film gesehen bis jetzt. Ja, aber eben, sorry, das ist halt James Cameron. Ja. Ich finde es halt immer noch, ich habe es glaube schon ein paar Mal im Stream erzählt. Es gibt ja Bildeffekte von Terminator 2, 1991. Da Mhm. können sie nicht mehr nachher reproduzieren. Es geht nicht. Ja. Und Das, zwar wo er ist das, dort durchs Gitter durchgeht. Ja, genau, ja. Es geht nicht. Und das ist halt einfach schon geil. absolut. Nichtsdestotrotz habe ich auch ein paar Sachen, die negativ sind an dem ganzen Thema Avatar mittlerweile. Und zwar, Mhm. ähm, ich habe es vorhin bei Rookie schon gesagt, zum Beispiel, es ist wieder der gleiche Bösewicht. Er hat vielleicht andere Verbündete. Es ist wieder das gleiche Drama. Ich frage mich dort einfach, wie lange, wenn sie das gleiche Spiel noch durchziehen. Weißt du, so. Ja. Es ist, wie du vorhin gesagt hast, es ist so langsam ein bisschen ausgelutscht, was die Geschichte angeht dort durch. Ja. Es hat schon gewisse Sachen drin, wo ich muss sagen, cool, okay, ja, da hat man wieder etwas mehr herausgefunden oder gelernt daraus. Oder vielleicht erfahren von dieser ganzen Welt. Aber nichtsdestotrotz, eben, es ist jetzt auch, nachdem jetzt der Film fertig, also nachdem ich ihn geschaut habe, ich muss sagen, ja, und du hast trotzdem jetzt auch da immer noch nicht einen hundertprozentigen Abschluss von gewissen Sachen. Mhm. Ich will jetzt nicht spoilern, weil es doch ein relativ aktueller Film ist, aber Charaktere, wo du eigentlich denkst, wo du vorher schon gedacht hast, sie sind gestorben, wo halt jetzt wieder auftaucht sind und wo du Okay. jetzt wieder, ähm, also wo im ersten Teil gemeint hast, sie sind gestorben, im zweiten sind sie wieder auftaucht, jetzt sind sie auch noch rum. Und wo du jetzt, wenn der vierte Film kommt, wo du jetzt einfach nach dem dritten denkst, ja, ist er jetzt tot? Oder nicht? Lebt der Charakter immer noch? Werden wir ihn wieder sehen? Es hat auch das Gefühl gehabt, als ob sie sich einfach Optionen offen behalten wollen. Ja, das ist aber schwierig. Das ist so ein bisschen. Und das hat teilweise, habe ich das Gefühl gehabt, also ein bisschen zu Story- und Plotholes geführt in dem ganzen Ja. Film. Wo plötzlich irgendjemand etwas hätte können, wo vorher noch nie davon, vor allem wenn du den ersten Film schaust, wo unmöglich gewesen sind. Wo, Mhm. nein, das geht nicht und so. Und, ja, ist Weißt, sicher schwierig. da finde ich zum Beispiel, das haben wir auch diskutiert am Schluss, weil auf der DVD, die wir hatten, von Flucht der Karibik, dort siehst du nicht, wie das der Barbossa überlebt. Das hast du, glaube ich, dann erst in der zweiten DVD gesehen, wo man rausgekommen ist. Okay. Dass eigentlich das Äffli retour kommt und er nochmal eine Münze nimmt. Mhm. Aber das ist zum Beispiel ein Charakter. Hey, aber das ist doch. Das war aber in der Kinofassung schon so gewesen, meine ich. Sicher. Ich habe gemeint, nicht. Spielt doch keine Rolle. Anyway, ja. Aber so etwas, weißt du, ich bin mega überrascht gewesen, wie ich das nicht mitbekommen damals. Und plötzlich steht er sich okay. dort und alle so, Scheiße, und er ist wieder da, warum? Und nachher, also du hast dir schon irgendetwas können vorstellen mit dem. Ja. Aber ich habe das einen mega coolen Auftritt gefunden. Ja. Genau also so das mit so dem machen. Das mit dem Äffli, also ich habe das eben schon die ganze Zeit im Kopf eigentlich. Ich habe es eben noch gemeint, aber irgendwie auch nicht, weil auf der DVD ist das nachher dann nicht gekommen. Wir haben wirklich bis zum Schluss geschaut. Mhm. Okay. Aber eben. Ja. Aber ja, das sind so Sachen, eben, immer wieder den gleichen Käse aufmischen, ist mega schwierig. Ist mega schwierig. Ja, es ist schon. Ich weiß, sie wollen noch sicher einen machen. Ich weiß auch nicht, ob es mehrere Filme noch gibt. I don't know. Also wenn du auf Google eingehst, kommt da schon Avatar 5, 2031. Ja, schau, das ist das Du, Gleiche ich meine, vielleicht haben sie noch andere Ideen und vielleicht Ja. entwickelt sich das noch ganz anders. Ich meine, ich bin bis heute ein bisschen geruhen, dass ich das Game nie wirklich gezockt habe bis jetzt. Ja.
Also das, was jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen ist, erst auch. Mhm. Es hat aber vorher schon mal eins gegeben. Weil das ist eine Welt so, ich weiß nicht, wie grossartig als sie ausgearbeitet wie ist schon, aber Mhm. das geht so wie so in eine Richtung von Mittelerde, weißt du? So eine Ja, komplett ja. neue Welt, neue Völker, neue Sprachen. Die Sprache ist ja ziemlich krass entwickelt auch. Also ich habe mich Mhm. damals Mhm. beim ersten Film auch ein bisschen interessiert dafür. Ähm, aber es ist recht umfassend gemacht worden damals, ja. Ja. Also eben, da kannst du schon noch einiges machen, aber eben, wenn jetzt dann im vierten Teil wieder das Gleiche so ein bisschen retour passiert, ist es dann halt wirklich, musst du halt sagen, ja, Ja, schwierig. yes, yes. Ja, dann hau du weiter aus. Ja, dann kommen wir zu einem Film, den ich auch schon, glaube mal schon besprochen habe. Die Lisi ist auf mich zu und hat gesagt, hey, sie hat noch nie Megamind gesehen. Ah, okay. Und dann haben wir den geschaut und das ist ein Animationsfilm. Eigentlich einer von meinen Lieblingsanimationsfilmen, weil der ist so, der ist irgendwie so an mir vorbeigegangen. Aber eigentlich ist der mega gut. Ich finde den wirklich cool, weil er ist super animiert, er hat guten Humor drin und er zeigt eigentlich auch eine geile Story, wie ein Bösewicht zu einem Held wird und dass nicht jeder das Zeug hat, zu einem Held zu sein. Das Mhm. finde ich noch cool, das finde ich eine coole Botschaft. Ja, voll. Ich finde es auch interessant, dass der Hauptcharakter von Bastian Pastewka gesprochen wird. Du merkst halt, dass der richtige Leidenschaft da reinbringt. Ja. Das ist so geil. Das ist so cool. Und da habe ich einen Film geschaut, den hat mir meine Mami mal empfohlen, ich soll den immer wieder schauen. Es ist ein sehr alter Film von 1973 Holy. und Okay. zwar Soylent Green. Das ist ein Film, wo es darum geht, also ich habe es eigentlich so gern, ich habe es so ein bisschen meinem Chef erklärt, der spielt oder zeigt eine Geschichte, wie sie sich dort das Jahr 2022 vorgestellt haben oder 2023. Und zwar, du kannst dir eigentlich mehr oder weniger fast alles vorstellen, was passiert ist oder was man gesagt hat, hey, schau, auf das müssen wir aufpassen. Und das wird dort drinnen eigentlich abgebildet. Wir haben eine Überbevölkerung von Menschen, wir haben Nahrungsmittel oder Lebensmittelknappheit, wir haben eine globale Erwärmung, wir haben eine riesige Kluft zwischen Reich und Arm, was sie eigentlich in diesem Film darstellen. Und der Film ist mit dem Charlton Heston, das ist glaube ich so ein bisschen der bekannteste, den man vielleicht heute auch noch kennt. Mhm. Der spielt dort einen Polizist und wird damit beauftragt, von einem Reichen den Mord aufzuklären. Und er und sein Partner finden dann nachher dort Bücher, wo sie darüber Informationen bekommen, was das Soylent Green ist. Weil da ist ein Soylent Gelb, glaube ich. Das ist irgendwie aus Soja, wo für sie als Nahrungsmittel dient. Das ist ein Soylent Rot, da weiß ich jetzt nicht, was das genau ist. Und eben Soylent Green, das ist das Neueste. Mhm. Und du siehst halt einfach, die haben nichts mehr zu essen. Also irgendwie, die eine geht posten und zahlt irgendwie $270 für eine Tomate. Also wirklich völlig horrende Okay. Preise. Sie haben auch Wasser, das sie immer wieder nachfüllen müssen. Also es ist eigentlich mega krass. Die Hütten sind einfach völlig überfüllt. Überall liegen die Leute am Boden rum und probieren irgendwie zu schlafen und so Zeug. Also eigentlich wirklich so ein bisschen ein düsteres Leben für uns eigentlich in der Zukunft. Mhm. Und sie finden dann eben am Schluss raus, aus was es das Soylent Grün ist. Das weiß jetzt halt nicht, gut, ist aus dem 1973, ich glaube, die meisten kennen ihn. Und er findet dann raus, dass, dass die Menschen, die sich eigentlich wünschen, oder die haben dann echt auch die Möglichkeit, dass sie sich selber können einschläfern lassen. Oder Leute, die sie je nachdem einsammeln, weil sie halt einfach keine Lust mehr haben, sie sind in der Überbevölkerung und jeder kann sich da entscheiden, die werden dann nachher zu dem Soylent Green verarbeitet. Oh, what the fuck? Ja, Okay, ja, hast schon schier gedacht. genau. Also für uns ist das relativ, mit der Zeit wird das relativ schnell klar. Das ist das Einzige, also es ist ein guter Film, er hat eine gute Story eigentlich.
oder hätte eine gute Story. Was mich einfach schade dünkt, ist, du merkst, er ist aus 1973 Mhm. und Storytelling und auch die Methoden sind völlig überholt. Also Okay. Ja. es wäre eine mega coole Sache. Das ist auch ein Thema, wo ich komme nicht mit meinem Bruder, wo wir auch schon geredet haben, er hat mal Dune geschaut, der alte Film, und hat sich nachher dann, Welcher von den alten? Es gibt verschiedene Fassungen. ich glaube, die ganz alte. Die, Äh, ähm, Film, jetzt muss ich es, schnell gibt, es schauen. gibt den aus dem 84 mit dem Patrick Stewart und so. Ich glaube, Aber es ich glaube, es gibt ist der. Der noch Wüstenplanet heisst, glaube der Film auf Deutsch. ja, genau. Das ist der mit dem Genau, Patrick Stewart. genau. Und, ja. Er hat dort zum Beispiel gesagt, er fühle den Film nicht mehr. Er ist cool für die Zeit, aber Mhm. das Verzählen und die Methoden, die sie dort hatten, die sind halt einfach, wenn du es jetzt mit dem heutigen vergleichst, eben wie gesagt, halt einfach veraltet. Ja, Und ja. dort hat er Klar. gesagt, er findet jetzt Dune ein perfektes Beispiel für eine Neuauflage mit neuen Methoden, mit neuen schauspielerischen Fähigkeiten, die Geschichte zu erzählen. Ja. Ja. Und ich habe dann gesagt, Soylent Green wird genau dort reinpassen. Ja. Das habe ich mir jetzt gerade vorhin genommen. Ich habe gedacht, wo du jetzt so ein Erzähler warst und gesagt hast, man merkt ihm ein bisschen an, er ist alt. Da habe ich gedacht, das war von der Geschichte her wahrscheinlich genau so ein Film, wo du jetzt neu anders nochmal so erzählen. Ja, es gibt darum dort eine Szene, wo sie einen Aufruhr haben, wo es kein Soylent Green mehr gibt und die Leute von davon durchdrehen. Und tatsächlich, ich habe diese Szene trotzdem als sehr hässlich empfunden, wo sie diesen Aufruhr haben. Und dann können es eigentlich mit Lastwagen Leute einsammeln. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ey, Alter, das ist recht unangenehm, aber das kannst du mit der modernen Technik kannst du das noch viel übler darstellen. So richtig übel und so. Und das ist krass. Ja, Eben, es ist mega schade. Ich sage da sehe ich jetzt das Potenzial dabei. Ja. Aber sonst, interessant. ja, also ich müsste jetzt nicht nochmal schauen. Ganz ehrlich. Ja, ja. Aber wie gesagt, er ist zu alt. Er ist einfach alt. Ja. Ja, dann übergebe ich die Bühne für dich noch einmal. Ja, wenn wir schon so ein bisschen komische Filme, nennen es jetzt mal so, Okay. gerade haben. Ich habe einen Film geschaut, wo meiner Meinung nach völlig unberechtigt völlig in den Himmel gelobt worden ist und ich weiß nicht, ob er sogar Auszeichnungen bekommen hat und weiß ich was und drum und dran. Ich meine, der Cast, ja, ist geil, aber der Film ist einfach absolut der Brunz gsi. Ich habe One Battle After Another geschaut. Das ist der Film, der vor kurzem rausgekommen ist mit dem Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro. An und für sich habe ich zuerst gedacht, okay, interessante Geschichte. Es geht so ja, um Widerständler, haben gewisse Sachen gemacht. Dann gibt es halt einen Zeitsprung, was heute ist mit denen oder vor allem mit den Paaren von denen und dann passieren wieder Sachen. Aber also, die ersten 30 Minuten von dem Film sind Ja. erstens mal völlig unnütz und absolut verwirrend. Also, da hockst du dort und denkst, hä? Was? Okay. Allgemein, der Film geht 2 Stunden 45 Minuten. Und dann kannst du easy, ohne riesige Probleme, auf eine Standardfilmlänge von 1 Stunde 30 kürzen. Okay. Und zwar mega easy, finde ich. Krass. Er ist gut gemacht. Weißt, eine schauspielerische Leistung, die jetzt nicht mal schlecht reden. Ein DiCaprio, Sean Penn, ein Benicio del Toro, die wissen, was sie machen. Das merkst du im Film aber auch an. Also es ist wirklich, dort durch, die Charaktere sind gut und alles ist gut gespielt.
Aber der Rest. Also der Film an sich, einfach die Story ist so. Bäh. Und, ja, nein. Also, Bäh. keine Ahnung, Okay. was alle an dem Film so gut finden. Wirklich nicht. Du. Das ist das Gleiche, wie ich finde, allerdings. No Country for Old Men. Alle finden den Mhm. mega gut. Ich habe den nicht am Stück geschaut, ich schlafe ein. Ich habe ihn erst geschaut und nie mehr. Ja. Also ich habe ihn halb geschaut. Zwischendurch bin ich wirklich mal so weggenickt. So. Ja, Es das gibt ist so, mir aber bei dem im Fall auch passiert. Weil er halt einfach so scheiße lang geht, habe ich in 2 Abend geschaut. Und das ist mir halt wirklich. Also, nicht, ich habe ihn nicht in 2 Abend geschaut, weil ich eingepennt bin, Ja. sondern weil er halt einfach so lang geht. ja, Ich habe irgendwie spät am Abend angefangen und dachte, ich schaue am Morgen weiter. ja, Und am anderen aber- Tag habe ich den letzten Teil, also den grössten Teil vom Film geschaut und bin halt legit zwischen denen eingepennt. Und dann habe ich gedacht, fucking hell. Ja, Ja. was willst du machen? Sorry, eben, Ja. 2,5 Stunden ist halt schon. Also ich meine, bei ehrlich, Herr der Ringe, auch Extended Version, das ist recht happig. Ja, Ich sage nur, das ist recht happig, nicht, dass ich es durchstehe. Es ist happig. Ich stehe ich habe das sicher auch schon mal erzählt. Wir haben ja mal so einen Kinotag gemacht. Mm, Das ist, also wenn du in dem Kino hockst und dann einfach so dort schaust und denkst, wir haben jetzt auf 30 Minuten vom zweiten Film. Es geht noch 9 Stunden. Oder so. Ja. Ich kann dir einfach mal einen Film empfehlen. Schau den nie in deinem Leben. Weil, Oh, warte, jetzt. wie heisst er? Oh, jetzt. Das kommt jetzt gerade auf meine Hausaufgabenliste. Valhalla Rising. Mit dem Mats Mikkelsen. Den habe ich schon geschaut. Der geht 1 Stunde 30. Ja. Und der redet so gut wie kein Wort. Nein, niemand redet in diesem Film. Es passiert auch nichts. Ja. Ja. Und ich und meine Brüder sind dort gehockt und haben den geschaut, weil eben, Mats Mikkelsen am Anfang gibt es eine Schlägerei und so. Dann ist einfach fertig. Mhm. Ja, der ist speziell, der mag mich erinnern. Das war ein sehr spezieller Film. Mhm. Voll. Und der hat wirklich nach 20 Minuten, ich bin so halb am Eindösen, schaue ich meine Brüder an, schaue aufs DVD-Gerät und sage, du, der läuft erst seit 20 Minuten. Und meine Brüder so, was, seit 20 Minuten erst? Ey, der ist so langatmig und so. Ja. Also für mich. So. Muss Ja, nicht ja, heißen, ja, dass ja. es für alle so ist. Absolut. Ja, was hast du noch? Du hast, glaube ich, nur 2, oder? Ja, ich habe 2. Ich habe den gestiefelten Kater geschaut. Der erste Teil. Also die neuen, Genau. also neue, der Schreck-Comic-Film. So. Richtig, ja. Der okay, erste ist ja. 2011 rausgekommen. Mhm. Habe ich mega funny Story gefunden, eigentlich. Ist cool. Schaut der gestiefelte Kater. Ja, Der gestiefelte Kater. der Gatter. Der gestiefelte Kater. Eben, natürlich sind Katzen immer toll. Kannst du machen, wie du willst. Absolut, absolut. Ich finde es so cool, wie sie halt immer. Das finde ich halt cool. Auch zum Beispiel bei Family Guy. Dort haben sie den Brian, der der Hund ist, der aber menschlich redet. Ja. Aber gleich hat er Hundeinstinkt. Also Ja, wenn er eine genau. Katze sieht, dreht er durch. Ja. Und er auch. Irgendwie, wenn er irgendwie mit Wasser angespritzt wird, fährt er auf Fauchen und haut ab. Ja. Also Zeugs ist mega herzig gemacht. Und Oder das- Vater von Fellknäuel auf. hey, ja genau. Einfach nur so Zeugs. Er ist eine Katze. Kannst du machen. Er ist kein Mensch, er ist eine Katze. Ja, genau. Und es ist mega cool, eigentlich ist auch mega herzig gemacht. Ich finde noch die Story geil, was sie eigentlich verfolgen mit dem Jack die Bohnenstange. Das habe ich auch am Shrek eigentlich immer geliebt, dass sie so Referenzen auf Märchen gemacht haben. Ja, voll. Und dass sie so ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben. Ich feiere das mega. Und tatsächlich ist das auch ein Film, den du einfach ein bisschen geniessen Mhm. kannst. Und tatsächlich, da kommen wir gerade zu meinem letzten Film, den ich geschaut habe, habe ich den eigentlich nur geschaut, weil ich den zweiten Teil haben wollte schauen. Okay, ja. Der, Den habe ich der tatsächlich letzte noch nie Wunsch. gesehen, ja. Ich kann sagen, ich finde den ersten Teil fast ein bisschen besser. Okay.
Ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, was ich kann sagen ist, der zweite Teil hat definitiv eine tiefere Message als der erste. Also vor allem eine krasse Message. Mhm. Weil es geht ja eigentlich darum, er hat eigentlich all seine 8 Leben gebraucht von 9 und hat jetzt eigentlich sein letztes Leben. Darum ist nachher dann der Tod hinter ihm her. Ja, okay. Und der Tod wird dargestellt durch einen Wolf. Und wenn ihr das auf Englisch schaut, euch steht wirklich Nackenhaar auf, weil er so eine geile Synchronstimme hat. Im Deutschen leider nicht so, aber er macht es super. Mhm. Der Tod ist so geil in Szene gesetzt. Jedes Mal, wenn der auftaucht, egal wo er ihn sieht, es ist einfach geil. Wenn der Okay. kommt, ich bin übergekehrt. Tatsächlich, das ist das eine, was sie haben. Das andere, was sie auch haben, ist, er tut sich dort mit einem Hund anfreunden. Vielleicht hast du die Szene auch schon gesehen, wo er so Herzklopfen hat und so. Oh, und auch die Message, wo der Hund eigentlich, also, sorry, jedes Mal, wenn der scheiß Hund kommt, entweder hockst du so da und denkst einfach über dein Leben nach oder du brüllst fast. Ja. Weil es ist einfach ein Hund, der nur Scheiße erlebt hat, aber immer das Beste sieht von allen. Ja. Wirklich. Und jedes Mal, wenn der seine Schnorren aufmacht, denkst du, Alter, hab doch die Schnorren, Mann, ich muss schon wieder brüllen. Ja. Oder du bist so ein armer Siech. Du bist so ein armer Siech. Aber es ist super. Und auch dort so ein bisschen wieder die Mythen von anderen Märchen drin, wie zum Beispiel Goldlöckchen und die 3 Bären kommen vor, finde ich hure geil. Und ich weiß nicht, wie der andere heisst, wo eigentlich der Antagonist spielt. Das ist irgendwie der Däumeling oder so hat er, glaube ich, geheissen. Keine Ahnung, irgendeiner, wo Mhm. Küche verkauft hat und irgendwie immer so einen violetten Daumen gehabt. Okay. Das Ja. Märchen kenne ich nicht. Aber der hat zum Beispiel der hat keine eigene Fähigkeit, aber er hat hure viel so Märchen-Sachen, wo er irgendwie mal in eine Tasche reinpackt. Und du siehst immer wieder so Sachen, wo du denkst, das kenne ich aus dem Märchen, das kenne ich von dort. So gut. Aber macht eigentlich auch mega Spass zum Schauen. Was ein bisschen speziell ist der Zeichnungsstil. Weil du hast eigentlich den Zeichnungsstil vom Alten, wenn es normal ist. Wenn es aber in Kämpfe übergeht, ist es so ein bisschen. Es ist So mega schwierig. das Semi-3D. Ja, es ist so wie Comic-mässig. So ein Ja, bisschen. ja, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe aber müssen sagen, den Kampf darstellen, finde ich es eine gute Idee. Ja. Muss jetzt aber nicht heißen, dass mir das, wenn der ganze Film jetzt so wäre, dass mir das würde passen. Ja, ja, ja. Aber ist definitiv, beide sind zum Schauen sind sie es wert, würde ich meinen. Okay. Okay. Ja, aber Genau. der erste habe ich von das ist lang her. Das ist Den habe ich mal 2011. gesehen. Ja, aber den zweiten habe ich tatsächlich nie geschaut. Ja. Ja. Das ist auch nicht schlecht, das ist herzig. Ich muss sagen, allgemein, das ganze Schreck-Universum Mhm. ist, so was so Kindergeschichten angeht, damals, aber auch, es zieht sich bis heute durch, etwas richtig Gutes, Neues gewesen. Mhm. Es ist mal, hey, wir haben hier etwas Neues, zack, es ist gut angekommen, sie haben es super weitergemacht, tatsächlich finde ich. Aber auch mit dem Spin-off und so Ja. von Gestiefelte Gatter. Mhm. Ja. Wobei ich muss echt sagen, ich habe nur Schreck 1, 2 und 3 geschaut. Obwohl Okay. ich den dritten eigentlich schon fast wieder das gleiche finde wie der Teil 1. Ja, schon ein bisschen. Ja. Genau. Und nachher habe ich tatsächlich nicht mehr weitergeschaut. Ja, ja. Nice. Ja. Ja, dann packe ich meinen letzten aus. Und Ja. zwar Pack noch auf den habe Tisch. ja, ich habe War Machine geschaut. Das ist ein. Ich Ja, weiß was? jetzt gar nicht, wo ich den vorher gesehen habe, weil ich gerade irgendetwas umgeklickt habe, in War Machine geschaut und dachte, der sieht noch geil aus, was ist das? Das ist ein relativ aktueller Film auch. Mhm. Ich habe aufgeschrieben, er fängt an wie ein typischer Film über die US-Armee.
Es geht Okay. um amerikanische Armee. Der Cast, by the way, damit ich schnell mit dem kann aufholen kann, ist auch ein recht guter Cast. Vor allem zwei Schauspieler kommen dort halt direkt vor. Der Alan Ritchson, bekannt als Reacher. Mhm. Der Dennis Quaid, wo man normalerweise auch nicht erwähnen. Ich meine, Dragonheart, Day After Tomorrow. Dragonheart. Ja. Genau. Ähm, Das sind also vor allem der Alan Ritchson, der spielt die Hauptrolle in dem Film. Und ich meine, ja, schau den Alan Richardson an. Er Also, ist die War Machine. er ist eine War Machine, ja, absolut. ähm, aber fängt an wie ein typischer Film über die US-Armee. Man sieht, er ist im Einsatz, ist da, sie sind das am machen, dann passiert etwas und so weiter und so fort. Ich habe mich tatsächlich zuerst, ich habe nicht gewusst über den Film, ich habe nur gewusst, es geht irgendetwas um Armee. Yep. Ist mit dem Alan Richardson. Ja. Ich schaue mal. Ja. Und dann fängt er an. Bis zu einem gewissen Punkt, wo ich überrascht worden bin, dass es eigentlich gar kein Sonnenfilm ist, sondern ein anderer. Vom Genre Okay. her. Ich so, Und sie haben es wirklich gut übergebracht. So, das mysteriöse Stück weit. Es ist ein Fantasy. Also, Gott, ich kann sagen, es geht in Sci-Fi innen dann eher. Ja. Und du siehst dort, was sie machen, immer noch Armee. Es wird im Hintergrund immer so von etwas geredet, wo du schon so ein bisschen kannst denken, okay, vielleicht geht es in die Richtung. Dann passiert etwas und der Film kommt ein anderes Genre über. Geht aber in Sci-Fi rein. Und ich so, okay, habe ich nicht erwartet. Es ist jetzt kein atemberaubender Film, es ist nicht mega speziell. Ich habe den Twist cool gefunden an dem ganzen Film, weil er mich eben überrascht hat. Er ist halt wie die meisten Filme, die irgendetwas mit der Armee, vor allem US-Armee halt zu tun hat, weil es aus Hollywood kommen mit den Filmen. Sehr ein klischeebehafteter Film. Also, man kennt es. Aber ich habe ihn trotzdem eigentlich noch okay gefunden. Es war noch amüsierend, ein bisschen Action, ein bisschen Geballer, ein Kleft und Tätscht. Und trotz allem hast du immer so vor allem nach dem Twist so das Gefühl, oh shit, schaffe ich das echt? Was passiert jetzt? Ist es gut? Oder wie geht es weiter? Und, Ja. aber eigentlich nur wegen dem Twist. Einfach nur wegen dem. Also wer wirklich mal so wieder einen Actionfilm will, vielleicht ein bisschen mit Armee zu tun hat oder so, aber auch sich nicht scheut vor so einem Twist, da könnt ihr definitiv War Machine einfach mal anschmeißen, da mache ich dann nicht viel falsch, ja. Ich glaube, das mache ich. Ja. Ich glaube, das mache ich. Ja, würde ich. Und sorry, wenn ich jetzt vorher so gelacht habe, dass schaffen sie es echt, das habe ich jedes Mal, wenn ich Herr der Ringe schaue. Obwohl ich weiss, sie schaffen es ja. Ja, ich kenne das Gefühl. Und du hast gleich durch, komm, gib ihm. Vielleicht ist es ja das mal anders. Ja. Ich habe es zwar schon 20 Mal gesehen, aber ja, vielleicht das mal. Vielleicht das mal. Vielleicht hätte der Gandalf das mal nicht. Jump. Ja, genau. Oh, Szene. So gut. Oh, gut. Hey, ja. Ja, geil. Ich habe fertig. Hey, ich auch. Ich habe nichts mehr. Ich bin durch. Wortwörtlich. Ja, ich bin auch durch. Perfekt. Dann machen wir gar nicht lang. Liebe Leute, schön, dass ihr da sind. Schön, dass ihr zugelassen habt. Ja, und merci, dass ihr bis dahin gelassen habt. Genau. Und wie gesagt, Feedback und so, as usual, ihr kennt die Tafik. Genau. Schreibt es an mir, Mullen, schreibt es auf Insta, schreibt es in Spotify, YouTube rein. Wir sehen das überall ein bisschen. Wenn wir es irgendwo nicht sehen, dann schreibt es auf einem anderen Kanal oder nicht gesehen haben, ich sage es mal so, schreibt es auf einem anderen Kanal.
dass wir dort schauen sollen, dann kommt es uns vielleicht das nächste Mal auch eher in den Sinn. Genau, genau. Richtig. Hey, und dann sieht man uns irgendwie wieder mal in den Streams oder schon nehmen, was wir ja auch machen. Genau. Genau. Und in dem Fall wünschen wir euch ein gutes Wochenstart, Wochenende, was auch Guten immer, neuen Monat. Wochentag. Genau. 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 Und viel Spaß beim Hören. Serien und beim Film schauen. Genau, genau. Und beim Zocken natürlich, nicht vergessen. Sicher, ja. Zocken ist wichtig. Ja, genau. Gut, Tschüss. Ade.